auf Stadt, Alter. Leck mir am Beidel, Alter, so dermaßen pünktlich da, so war ja schon lange nicht mehr. So, jetzt fangen wir erstmal mit Folgendes. Harvey! Ich bin's, 1 Bierger an 1. It's Wednesday, my dudes. Schmiedi! 800% Zusatzwert! Schöner Ton. Viel schöner Ton wie den wir seit 2,5 Jahren haben. Schmiedi, merci dir. Habe die Ehre, Meister schreibt er, schreibe ich zurück. So, Ruiz. Habe die Ehre an! Den Wolfgang, den Schmiedi, den Fabi, den der Wife, den Marvel, den Forest Quater, den Kype, den Ebenbauer, den Price, den Capricorn, den Rotorex, den Oppi, Crucifix, den Mike, der übrigens noch lebt, Press F für 10 sofort. Habe die Ehre an den Ruhetag, an den Kurven. Nein. Ich werde es nur das singen. So, 800% Zusatzwert auch für den Löwensepp. Habe die Ehre, Bürger, freue mich. Hab's endlich geschafft, meinen Urlaub zu buchen. Jawohl. Fliegt ihr noch mal fort? Wir haben noch nicht gebucht, aber sehr wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich sogar einfach noch mehr auf Kreta. Weil wir sonst nichts anderes Gescheites finden. Auf der Bierbing steht da ist leider noch kein Zusatzwert drauf. Und was das Einzige war, was tatsächlich einen Zusatzwert hättest, dann darf ich mir selber bescheißen, das ist nichts. Schmidi, merci dir! Was hat die Bürgerin zum Zweiten gesagt? Den Kopf beidelt. Und warum gefragt? Hab ich gesagt, das kann ich nicht erklären, dann bin ich wieder gegangen. Ich weiß auch nicht! Merci Schmidi, merci Löwin, nochmal merci Schmidi. So. Wir schauen mal aus, wir spielen mal, Leute. Ich hab so, es ist heute ausnahmsweise mehr halbwegs erträglich. Da herin, was die Temperatur betrifft. Mir ist aufgefallen im letzten Stream, da ist ja oft, wenn ich auf Pause drücke, ist kein Hintergrundmusik und so, man hört den scheiß Ventilator da hinten. Das ist extrem nervig. Fabian! Du hast Fabian, glaube ich. Ja, wo ist er denn? Achso, dann passt sie. Fabi, merci für die Mitgliedschaft, Bussi aufs Nussi. Welcome to the Squad. So, trotzdem, ich habe schon wieder so viel geraucht, der Kruzifix. Ich bin wieder voll drin. Es tut mir so unfassbar leid. Macht's an alle, die es vielleicht mit mir so ein bisschen geschafft haben, aufs Dampfen und umzusteigen. Ab Freitag wird es unbezahlbar. Mal abgesehen davon, gelangt es ja keine Zigaretten oder so ist, was ich weiß. So, da der Zusatzwert für den Schmiedi und für den Löwe und dann passt es auch. So, Kinder, wie geht's euch? Schmiedi, ganz neu im Squad. Ja, ganz neu im Squad. Da stehen ja nur 28 Monate. Aber sag's keinem. So, aber schauen wir aus. Bürger Gran Canaria ist super Urlaubsland, liebt neben Marokko und gehört zu Spanien. Weiß ich, haben wir alles so geschaut. Fuerteventura, Gran Canaria, Italien, Griechenland. Ich war sogar kurz so, Ägypten schaut doch ganz geil aus, aber das ist ja der reine Hotelanlagenurlaub und da hat Bürgerin nicht so unfassbar viel Bock drauf. Ich hab bloß die Hotelanlage gesehen und den Preis gesehen für 10 Tage. Dann hab ich mir gedacht, Alter, fürs gleiche Geld fliegen wir eine Woche auf Italien. Los mich. Was ist denn heute schon wieder? Gibt's da schon wieder for free neue Mitgliedschaften? Ich glaub, der heißt Macke. Na, wo ist er denn? Du hast einen Zusatzwert. Da, du kriegst einen Zusatzwert. So. Macke, welcome to the Squad. Merci für die Mitgliedschaft, Mr. CMC. Christian. Scheiße, merci für den Euro. Mehr Quasi-Heit ist besser. Ich weiß nicht, wo der Quasi-Counter, der war bei Factorio, war massiv. Bei Rimworld ist er nicht ganz so massiv, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, ich mag nicht so viel erklären. Dafür kommen wir vielleicht einmal in 4 Streams weiter. Wir spielen schon ein bisschen weiter, bis Stray kommt. Wann kommt Stray? Ich glaube am 17. Juli oder so. Ab dann spielen wir mittwochs Stray und am Montag abwechselnd Retro-Reise und Video-Review. Einfach, weil es Spaß macht. Und nach der Sommerpause, Kinder, kommen so viele Spiele, dass ich nicht weiß, wo wir anfangen sind. Das wird schwer, oder? Sardinien, Trust, meine Frau ist daher. Sardinien haben wir uns auch geschaut. Da ist aktuell eine Heuschreckenplage. Und das Risiko, das ist zwar zentral, aber das Risiko mag ich nicht eingehen. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß es auch nicht. Der Peter schreibt, flieg wieder nach Kreta und hol dir einen Leihwagen. Hatten wir damals gemacht, eine Woche für 350 und die Insel selbst abgefahren, saugut. Das haben wir früher auch einmal gemacht, allerdings mit einem Motorrad oder mit einem Roller. Da ich gerne machen, ja, dann. Vor allem, wenn wir 10 Tage sind, aber 10 Tage kommen wir wahrscheinlich eh nicht fort, weil können das Haus nicht so lang. Ja gut, allein ist es nicht, aber die Leute, die abwechselnd auf den Hund aufpassen und auf Katzen sich kümmern und so weiter, ich kann nicht 10 Tage lang am Stück, das ist mir unangenehm, das mag ich nicht. So. Der Martel schreibt, Chef, wenn wir aufhören
möchte mit Raucher, dann kann man das auch. Hat bei mir von heute auf morgen geklappt. Ja, das klappt auch halt nicht bei jedem von heute auf morgen. Diese Gescheitschmatzerei mache einfach, die kenne ich schon. Dafür rauche ich lang drüber. Dafür habe ich oft nur selber aufgehört und was anderes und so weiter. Bitte den Schmerz, bitte Sportzeug. Dankeschön. 5 auf Nase, 800%, wo? Morgen Zusatzwert auf einen schönen Abend. Da, 3 mit Tröten ist 2400% Zusatzwert. Das Kreislige an Heuschrecken, weil Stefanie B. schreibt gerade, Heuschrecken, die Viecher sind so kreislig. Ja, so ist ein großer Heuschneider, der tut mir jetzt nichts. Da ekelt ich mich auch nicht so fest davor, aber wenn er das Fliegen anfängt. Das ist halt das Unberechenbare, diese Wichser kennen halt einfach so, da gefällt es mir nicht. Und dann fliegt er da ins Gesicht und so, nein, muss ich jetzt auch nicht haben. Ich plane gerade Bali Backpacking-Folge. Na, was ist denn Wann mit dir, Kind Alter? Mai Bogfotzen? Mai Mitgliedschaftsalert ist net Kimmer Was? REEE. Wieso ist der nicht gekommen? Ich hab da keine Mitgliedschaft. Wo ist der nicht? Doch, nein. Was ist denn mit dir eigentlich? Leon, seriously. Ich wirf dir jetzt dann aus. Ich sag das, was es ist. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Ich reagiere nicht mehr drauf. Was soll ich machen, Alter? Die Leute schmatzen in alle Kommentare in die letzten 2 Tage. Geht's nur um das hier. Und das ist der einzige Grund, warum du das tust, und jetzt reagiere ich nicht mehr drauf. Danke dir, aber bitte kenn die jetzt, weil das nicht normal ist. Okay? Dankeschön. Wie geht's am Knädel oder am Plötze? Eva, das sind die wichtigen Fragen. Was hast du überhaupt geschrieben? Man kommt mein Bogfotzen, mein Mitgliedschaftsalert ist nicht. Ich sehe aber auch kein Mitgliedschaftsalert. Von heute. Weiß ich nicht, was da wieder hieß. So, unangenehm. Das ist einfach unangenehm. Ich sag, das ist Leon, jetzt wird's unangenehm. Meine ich ernst. Wird wirklich unangenehm. Nicht bloß für mich, sondern auch für Leute, die zuschauen. Und das finde ich nicht so geil. Danke, seriously. Aber hör auf jetzt, okay? Dankeschön. Wo waren wir stehen geblieben? Wie geht's am Gnädel? Am Gnädel geht's blendend. Der Emma geht's auch blendend. Die hat ihre Tage jetzt fast hinter sich. Die ist leifig wie die Hölle. Das ist nix. Aber weißt du, Leon, wenigstens einen Zusatzwerk kriegst. So. Den sollst du haben. Den soll ja jeder haben. Das ist mir wurscht. Kriegst du 800% Kubala. So. Die nächsten Donos bitte an ein Tierheim. Danke, tschüss. Das sind Dinge, die passieren sowieso, spreng ich. Aber mit denen gehe ich nicht hausieren, weil ich nicht einer von denen, wie soll ich sagen, nach guter Publicity geiernden Hurensöhnen bin, die es sonst so gibt im Internet. Guten Tag, oder schon wieder? Nein oder nicht? Schluss jetzt. Das Timing, du gibst ein und das Erste, was ich sehe, ist, nein, wir schmatzen mir jetzt nicht mehr drüber, weil es sonst keine Ruhe nicht gibt. Ich gebe jetzt Ruhe. Leon, so ist recht. Ich hoffe, das ist okay. Dankeschön, trotzdem natürlich. So, was nehmen wir heute? Wir spielen eine Runde Rimworld. Letzte Woche ist 10 gestorben. Mike, jetzt bist du allein. Aber den Mike haben wir, glaube ich, versklavt. Kann das sein? Wir waren, glaube ich, wieder der Mike. Ich weiß nicht, da müssen wir nachschauen gehen. Sag ich dir, was ist. Weißt du was? Der wir heute gar nicht lange umeinander. Das ist schon wieder 8 nach 8. 8 nach 8, gute Zeit zum umeinander spielen. Tu mir das jetzt weg da. Was ist denn das alles? Kruzifix, Klumpfverreckt. Starten wir, weil ich hätte das Spiel schon mal im Hintergrund starten können. Weißt du? Damit wir wenigstens ein bisschen Hintergrundmusik haben. Da, der Mike, was ist mit mir? Du bist da im Spiel. Du bist die Liebhaberin von der Zenz gewesen und Zenz war die Dei. Verstehst? Und dann bist du vom Himmel runtergefallen und da ist da unten gestanden, Liebhaber von Zenz. It is what it is. It is what it is. So. Wir weisen mal mit Chivalry 2. Das hat beim Dampfler gut ausgeschaut. Ja, ich hab Chivalry 2. Aber das ist genau 5 Minuten lustig und dann nicht mehr. Darum hat es noch nicht gegeben. So, was mich schon wieder unfassbar stört, ist, dass das Mikrofon schon wieder kratzt. Langsam glaube ich, dass es meine Kopfhörer sind. Und dass es schon immer so ist, bloß ich gespannt nicht. Oder wir haben es wieder kaputt getrötet. Das kann natürlich auch sein. Was der ich sage, jetzt schalten wir um, lasst euch zurück, holt euch eine halbe, heute ist es nicht ganz so heiß, Kruzifix, aber morgen soll es schon wieder losgehen. Okay, Vogelgräder schon wieder! Schluss! Was haben wir überhaupt für ein scheiß Pflege am T-Shirt? Oder das? Blau? Wieso ist der blau? Was ist das? Was ist das? Was ist da wieder? Mike! Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Keine Grüße an deine ganze Mannschaft. Dann grüß sie. Ich weiß leider deinen Namen nicht mehr, aber egal. Mike, wir sind wieder entwickelt. Haut dritt miteinander! So, schläg hin! Warte, das ist ein guter Plan eigentlich. Keine Ahnung, ist nicht identifizierbar.
Das ist ein blauer Flieg. Was macht der? Ja, er fleckt blau. Ja, okay. Bei euch schaut der weiß aus, der Flieg. Ja, das ist übrigens eine... Aber sagt es kaum, das ist übrigens auch der Grund, warum meine Haare so unfassbar grau ausschauen, obwohl sie es gar nicht so sind. Das ganze T-Shirt schaut so aus Blech aus, das Ganze aus. Ich weiß nicht, wie die Kamera einstellen soll. Lass mich in Ruhe. Jetzt Kruzifix, Spiel, Laden. Fanatische Fleischfetischisten, Hardcore. Ich habe heute kurz mal reingeschaut, was jetzt los ist zum Screenshot machen. Was ist da los? Oh, Katzel, merci wieder entwickeln. Mahlzeit, Meister, habe dort zurück, merci wieder entwickeln. Habe einen zusätzlichen Mod installiert. Heißt Replace Stuff. Macht folgendes. Pass auf, ich demonstriere. Normalerweise haben wir letzte Woche das Problem gehabt, so ein bisschen unsere Fucking da kaputt und so. Haben wir alle notschlachten müssen, Entschuldigung. Press, wie viele Fs braucht man? 1, 2, 3, 4 Fs. Quattro F in den Chat für unsere Fucking. Ja. Was wird jetzt sagen? Ja, genau. Okay, Replace Stuff heißt der Mod, falls es irgendjemand interessiert. So, da kannst du machen. Letzte Woche haben wir da einmal da umgebaut, haben wir das größer gebaut. Behindert. Du kannst da jetzt halt hergehen, du musst alles abreißen und dann rundherum bauen und so weiter. Und jetzt kann ich im Prinzip einfach hergehen und kann das Material ersetzen und ich glaube, ich kann sogar eine Wand aus Holz drüber setzen. Jetzt kann ich einfach über den Dings drüber bauen, plupp, und dann baut er da halt eine Mauer hin, ohne dass ich es zuerst abreißen muss, was eigentlich nur nervig ist. Und was ich heute Nachmittag ganz kurz gemacht habe, ich habe da einen Boden ausgelegt mit Holz. Also den Bauauftrag gegeben. Mehr habe ich nicht da. Ja, was ist der Plan für heute? Letzte Woche ist ja doch leicht eskaliert. Da ist der Salas. Wer ist denn jetzt da der Mike eigentlich? Ja, 10 ist von uns gegangen für die Rettung vom Archie. Schluss jetzt! Mikey! Bin öfters nur kurz da Vega, da Arbeit ABA Schengriert an Sabi und den Rest. Grüß mir Zabi alle miteinander. Ab in den Chat. Halb der Zabi! Danke dir, Mike. Schluss jetzt mit der Donaterei. So, einen Archie haben wir gekriegt. Die 10 haben wir leider verloren. Im Kampf um den Archie. Was wir mir jetzt auf alle Fälle einmal deren ist, was tut denn der Archie eigentlich? Wandert umher. Du gewamperter Sauhund, du sollst denn. Warum wandert denn der umher? Rauchblatttoleranz gering. Oder Riesenproblem. Bäume verwüstet. Wie Bäume verwüstet? Der ist doch nicht ganz sauber. Schau mal hier, wie viele Truthähne. Schau mal hier, wie viele Gubbel, das wir hier haben. Das ist ein Wahnsinn! Wie viele Ohrschlupfen denn da am Tag? 14! Das ist ein Wahnsinn. Irgendjemand muss man den Saustall ausmisten. Schau mal, die so noch liegen, da die 4 drin. Ein größeres Lagerbraut. Franzi ist schon wieder am Abkiffen. Die raucht sich schon wieder an den Pfotzen und frisst er noch. Ja? Kennt man. Was tut die Steffi? Die raucht sich auch erst einmal an ins Gesicht ein. Kann man machen, passt. Wir brauchen ein größeres Lager. Was tut denn die Franzi eigentlich? Was hat denn die vor? Füttert Eber 1 mit einfacher Mahlzeit. Ihr sollt nicht unser Essen anpfeifen. Seid ihr vollkommen bescheuert? Wir haben doch eigentlich den Plan gehabt, dass die das Hai da fressen sollen. Das hab ich heute Nachmittag auch da. Muss ich auch kurz sagen. Und zwar, gehst du da mal auf Informationen und dann sagst du, was die fressen. Ja? Ernährung. Früchte, rohes Fleisch, Schweindel essen unter anderem auch Leichen, Samen, Pflanzen, Essen, verarbeitetes Essen, Flüssigkeiten und Trockenfutter. Die fressen überhaupt kein Hai. Das ist ja voll behindert. Also, wir müssen Trockenfutter aus dem Hai machen. Franzi, was ist deine Aufgabe? Wer ist unser Koch? Kochen. Franzi. Und was ist Schlachten? Was ist ein Schlachten? Ist das auch Kochen? Priorisiere Schlachten aus Schlachtbank. Ja. Kocht eine einfache Mahlzeit. Nix da, du sollst schlachten. Verwerke mal die Schweindel. Verwerke mal gleich mal ein bisschen mehr Speed. Ja, Facke hergeschlacht. Wunderbar. Wunderbar. Sehr schön. Jetzt haben wir keinen Platz mehr im Lager. Jetzt ist das Lager dauerhaft. Oh, wir müssen das Lager ausbauen. Kinder, wir müssen das Lager ausbauen. Das hilft nicht. Zumindest unser Essenslager. Solange wir noch keinen Kühlschrank und so einen Scheiß haben. Tanz der Wolf! Auf der Bierbing steht warum haben eigentlich Donation Sounds noch? Weiß ich nicht. Merci für deine Mitgliedschaft von gerade mal 31 Monaten. Wolf, Servus! Das habe ich schon lange nicht mehr gelesen, Alter. Servus zurück. So, Donation Sounds aus. Entschuldigung, habe ich vergessen zu deaktivieren. Wir müssen unsere Kühlkammer ausbauen, das sagt der ich. Ich weiß bloß nicht so hundertprozentig wohin, nach da hinten, aber da ist unsere Müllhalde. Die muss da sowieso weg, weil früher oder später müssen wir da hinten, weiß ich auch nicht, was wir da für Räumlichkeiten hinbauen. Aber wir bauen mal welche hin. Das ist alles, was ich weiß. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Strukturen. Holzwind. 1, 2, dann bauen wir es mal um 3 Viertel aus, da ich vorschlagen. So. Und das reißt man weg. So eine richtige Kühlkammer haben wir sowieso noch nicht. Warte mal.
Da kann man den Auftrag geben, dass das wegtragen, weil die Zone für den Müll, also für die Storner, hat sich da gerade verabschiedet, glaube ich. Ja. Und dann können wir unser Lager ausbauen. So, wer baut denn überhaupt? Wer baut? Wer baut und warum ist Elena so schlecht drauf? Elena, was ist mit dir schon wieder? Elena, wo? Bedürfnis. Freundin Zenz gestorben. Ja gut, das kann ich natürlich verstehen. Unansehnliche Umgebung. Ja, weil überall Pfackeblut umeinander liegt. Das ist mir schon klar. Es ist kühl. Ja, wir haben auch mitten im Herbst. Schlief in der Kälte. Warum? Wir haben ja doch mittlerweile Heizungen. Ja gut, die gängen in der Nacht nicht, gell? Und Aas ohne Tisch. Das werde ich sowieso nie verstehen. Da steht ein Bredelbrot, steht ein Tisch dort mit viel genügend Stühle und keinen interessiert es irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Da, der Bierger schafft es, dass er sich hinsetzt. Der Mr. From Bavaria schreibt Abend Bierger, sage ich Abend Mr. From Bavaria. Andi war am ersten wieder Zwickel. Schaut, dass die hinnigen Sauna verwerkst. Hashtag Stützeneskalation. Aber eine haben wir schon verwerkt. Ich weiß nicht, was Steffi so treibt. Die soll ja mal. Nein, nicht Steffi, die Franzi. Oh, die hat Trockenfutter gemacht. Ja, das ist auch wichtig, weil unsere Viecher, die fressen über nichts. So, kurze Frage an die Rimworld Pros. Ich habe ja da 4 Lagerplätze fürs Futter. Ich kann, und ich habe bei allen eingestellt, es darf nichts da dort liegen, außer Trockenfutter. Kann ich irgendwie die maximale Stückzahl in dieser Zone begrenzen, dass die das aufteilen? Also, dass da 100 liegen, da 100, da 100 und da 100. Geht das irgendwie? Weiß man das? Wo haben die Rimworld Pro Gamer? Da habe ich heute. Was ist mit dem Archie schon wieder? Der flippt total aus. Ja, das komische Fall, der Herr Friesner. In normalen Zonen nicht. Was haben. In was für Zonen dann? Dafür gibt's Futterkrippe-Mods. Dann werden wir schnell miteinander einen Mod installieren müssen. Das sage ich jetzt auch, wie es ist. Speichern, Hauptmenü. Das werden wir jetzt einfach mal, weil das ist wichtig. So, Mods, Steam Workshop, aber ja gut, den sagt ihr jetzt nicht, gell? Nein, das ist natürlich dumm. Weißt du, wie das heißt? Ich gebe jetzt mal Animal Food. Gebe jetzt einfach mal ein und dann habe ich Cats Hunt for Fun. Assign Animal Food. Ist das vielleicht? Animal Food Restrictions? Was haben wir da noch? Animal Food Restrictions, Animal Food Restriction Tab, Animal Food Restriction, this is fine. Feeding through. Schauen wir mal. Feeding through. Ihr seht jetzt gerade einen Scheißdreck, ich weiß schon. Schauen wir mal. Feed the colonists. Feeding through. Pass auf. Ach, das haben das Futtertröge, sehe ich das richtig? Hay Feeding, dann heißt es ja nicht through, sondern trough. Gesprochen, ja, du hast es gerade geschrieben, gesprochen trough. Ja, habe jetzt falsch gelesen. Entschuldigung, mein Englisch ist nicht so unfassbar krass. Version, ja, egal, Alter, abonnieren. Rein damit. So, haben wir das jetzt automatisch dann da so? Feed. Muss ich Späne starten, oder? Ja, Kinder, hilft nicht, da müssen wir schnell starten. Das heißt jetzt nicht, den Mod möchte ich haben. Das ist wichtig. Was wären die Spiele heutzutage ohne Mod? Mr. Percy, da hast du absolut, oder Mac Percy, da hast du absolut recht. Und zwar absolut recht. 431 Zuschauer, aber nur 90 Daumen nach oben. Fun to Fish, da hast du recht. Erst mal auf Like-Drucker, obwohl wir noch gar nichts da haben heute. Zuerst Bierger hitten, morgen kriegst du ein neues Dach. Was? Warum kriege ich morgen ein neues Dach? Warum? Weil man das jetzige abdeckt, oder was? Ist morgen wieder sauber Sturmzeit. Da muss der letzte Mal ganz schön abgegangen sein. Was ist denn in Österreich los gewesen am Montag? Hat es jetzt euch davon geschwappt, so wie es uns letztes Jahr davon geschwappt hat? Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Je grauer, desto schwanzer. Nein, der Carport kommt. Ah. Wird auch mal, wieder war langsam mit Zeit. Herr Brunner, merci für die Mitgliedschaft. Gibt es da ein Tiberium von Command & Conquer? Es gibt mit Sicherheit ein Command & Conquer Mod. Da gebe ich dir Brief und Siegel. Da bin ich mir relativ sicher. Jetzt habe ich die Mod nicht aktiviert, ich scheiß Mongo. Mann, ich bin so behindert! Ja, dann auf zum Lohn. Schluss aus! Oder hab ich's doch? Hab ich's. Weiß nicht. Feeding Trough. Zurück, Hauptmenü. Hauptmenü! Mods! Wo? Feeding. Feed. Feeding Trough. Oh mein, warum geht denn das? Für Spielversionen nichts.
Sollen wir es trotzdem probieren? Ich weiß nicht, ob es geht. Sollen wir es probieren? Vielleicht machen wir unseren Spielstand dann kaputt. Was soll man sagen? Das bisschen Regen tut ihm ja nichts gut. Das ist nicht in Tirol wohnen, wo alles zusammenrinnt. Puh, um ein Haar, Bürger. Um ein Haar hätte ich es wieder verpasst. F für Schweiners und F für Zins. Wulfrig, aber halt nur um ein Haar. Wir probieren das jetzt einfach. Du, okay, die Modelliste hat sich geändert. Das wird Spiel wieder neu gestartet. Kruzifix! Fix läden, Alter! Der Peter schreibt, Bürger, schaust du ab und zu noch in das Daisy-Squad ein? Nein, überhaupt nicht. Daisy stickt mir momentan gar nicht. Das dauert wieder bis nächstes Jahr, Januar, Februar, März irgendwann. Dann fangen wir eine neue Staffel an und dann vielleicht. Hoffe ich, ja. Schauen wir, aber momentan interessiert mich Daisy gar nicht. Dann musst du einen neuen Spielstand machen und bis dahin spielen, wo du gerade warst. Ja, das wird... Ah, was ist denn jetzt? Was ist das? Ich habe das Gefühl... Das ist keine gute Idee, das jetzt zum Starten. Mach das aus. Schließen, nochmal neu starten. Es tut mir leid, Leute, dann war es schon. Alles hier jetzt. Dann müsst wir in der Mitte bei den Viechern wieder die Dinger abreißen, dann hilft's nicht. Dann hilft's nicht, die kriegen einfach, leg mir am Arsch. Leg mir am Arsch! Ein Hoch auf die Mods. Ja, da gibt's mit Sicherheit eine Mod, mit der man das regeln kann. Aber bis ich die jetzt finde, dabei... Haben Sie versucht, das Gerät neu zu starten? Ihr Zipfen. Da, schneller laden. Weiß ich nicht, für was habe ich meine NVMe-Festplatten eingebaut, wenn RimWorld immer 20 Sekunden zum Lohn braucht. Ich verstehe es nicht. So, gut, schauen wir aus. So schaut's aus. Ja, dann hilft's nicht. Dann müssen wir die Wände wieder einreißen. Das hilft uns alles nichts. Dabei müssen wir es einreißen, sonst haben die nichts zum Fressen, die Trotteln. Weg mit dem Schund. So, der Salas. Salas, bis jetzt müssen wir mal nachschauen. Bist du... Die Franzi von Alpsig, okay. Elena Ungula. Was hat man mit denen für einen Namen gegeben, Alter? Das, ja gut. Ja gut, aber es passt schon. Was ist mit dem Salas eigentlich? Warum hat der eigentlich ein Loch in seinem Torso? Und warum steigt der über die Zäune drüber? Das kann ich auch gar nicht verstehen. Oh, Prellung, Knüppel, permanenter Bruch in der Wirbelsäule. Das ist halt einfach nix, gell? Der kann sich nur 56% bewegen. Das ist wirklich nix. Das ist einfach nix. Naja, aber wir werden nicht helfen, er ist der Einzige, der was bauen kann. Was tut denn der Kassai? Was haben wir mit dem eigentlich vor? Den wollen wir rekrutieren. Was kann der so? Weiß ich nicht mehr auswendig. Bio, da. Pflanzen kann er gut, Handwerk kann er auch wieder nicht. Mann, wir brauchen einen Handwerker! Einen Handwerker brauchen wir! Und eine Batterie brauchen wir auch. Warum forscht denn da eigentlich keiner? 3 Pfund Heu haben wir. Kruzifix, was tut denn der Silas jetzt wieder? Ein Holz holen. Du trauriger Volldepp, sollst das Ding da umbauen. So schaut's aus. Was haben wir da wieder? 800% Zusatzwert. Dominik, merci dir. Bin gerade in die USA, hab festgestellt, dass das Bier dort ein verdünntes Wasser ist. Hilfe. Das hätte ich aber auch vorher sagen können. Merci dir. Viel Spaß in die USA. Grüße nach Übersee. Sind die immer noch nackt? Mr. From Bavaria, unsere Religion in dem Spui, sagt uns, wir müssen nackert sein. Verstehst? Was tut jetzt die da? Die macht aus Heu und aus Fleisch macht jetzt Trockenfutter. Ich hab doch Fleisch verboten! Trockenfutter zubereiten. Halt dir dein Maul! Rohes Essen! Nix! Halt auch wieder die Hälfte übersehen, ich Trottel. Nur aus dem Hai. Du Rindviech. So, dann haben wir mal Geschwindigkeitsstufe 2. So, Silas baut das Ding da um zusammen. Jawohl. Ja, und dann legt er sich diesmal nicht so die Viecher zum Schlafen. Aber gut. So, was tut denn der Bürger eigentlich? Der tut das Hai abernten. Ja, das schaut auch nicht, aber irgendjemand muss halt auch noch forschen. Wie schaut es mit der Forschung aus? Die habe ich überall sauhoch priorisiert da. Kruzifix. Waldarbeit 2, dann sollte der Archie mal umeinander forschen, die faule Sau. Was tut denn der über den ganzen Tag? Fressen schon wieder. Frisst er. Und jetzt hockt er an dem Forschungstisch hier und forscht. Wander umher, du sollst nicht wandern. Was ist mit dir? Und ich schlachte dich jetzt gleich, ich schwör's dir. Und dann zieh ich dich an. Und lass dich von den Facke fressen, du Rindviech. Fanny! Für ein Blärmi aufs Grab von Handwerker 10, sie war richtig gut. Fanny. eine zauberhafte Donation. Press F für Fanny und für 10 Cent nochmal. Alles auf 1, beste Priorisierung. Das ist überhaupt nicht wahr. Das da hervorn, Hilfsarbeit, Bettruhe, Arzt, Patienten, das sind ja lauter Sachen, die kommen ja fast nie vor.
Transport ist nie... Ja gut, reinigen soll man vielleicht einmal auf 2 tun. Oder ich hätte gern... Weißt, ich hätte gern einen Salas einfach nur. Der soll nichts transportieren. Der soll nur putzen und bauen, Alter. Schöne Wörter mit B. Putzen, bauen, busen. So. Weg mit dem Transport. Aber dann tragt er sich halt selber das Holz nicht mehr umeinander. Ja, es hilft jetzt nicht. Der soll putzen und bauen. Putzen und bauen. Wo ist der Salas? Da. So, putzen und bauen. Aber der hat so fett zum Bauen, schon mal hin, wie viel Bonus der noch verlieren muss. Salas Speer ist vollständig geheilt. Das ist aber auch mit Zeit geworden. Ich finde ein bisschen komisch, dass der eine Prellung hat und dann hat er aber trotzdem ein Loch im Bauch. Irgendwie seltsam. Irgendwie seltsam. So, Archie, jetzt wär's geil, wenn die du mal fangen darfst. Das kleine Blitzsymbol bedeutet übrigens, dass er gerade einen Zusammenbruch hat. Aber sind wir mal froh, dass er nicht wieder alle zusammenschluckt und so einen Scheiß. Da schläft also der Archie. Das ist also dein Bett, da gefällt's dir. Gut, dann schlafst du da, das ist mir wurscht. Steffi tut essen. Alter, wie viel Fleisch. Salas, du musst jetzt einmal aufwachen, du musst jetzt da die Küche machen. Putzen, bauen, Batterieforschung abschließen. Sprenge. Riesenfaultier rächt sich von was? Na! Na wo? Steffi! Steffi, lauf! Wie das rächt sich? Lauf! Lauf weg! Wo rächt sie das? Da rächt sie das! Elena! Elena, lauf! Lauf! Nicht schießen! Laufen! Lauf weg! Ah! Ah! Elena, nicht! Geht das auch wieder jemals weg? Nein! Lauf da rein! Da kommst du rein! Lauf da rein! Lauf nicht, Elena, nicht, Elena, nicht, Elena! Die kommst die einzige, die schießen kann! Nein, nicht! Was tust denn du? Na! Na! Elena, nicht! Geh raus! Lauf davor! Versteck dich da! Na, bist du seit wann kommt denn das scheiß Faultier? Was? Da müssen wir's töten. Ja, jetzt ist dir zu. Versteck dich. Na, oh mein Gott. Na, was war denn? Na! So, Elena, Blutwirt, Pfacke, Franzi und Steffi. Kämpfen hierher. Wo hat's ihr? Am Arsch der Welt. Ihr müsst... Oh. Was tut das? Bewegt sich. Oh. Überfall, Alter! Was passiert denn? Nein! Nein, Elena, wie schwer hat's denn? Oh mein Gott, die blüht das alle leer, Alter. Kratzer und Bisse und Brüche und auch gefickt die durch dann. Die einzige mit der scheiß Schrotflinten. Okay. Chill die Kniescheibe. Das scheiß Viech stirbt schon. Oder jetzt war's mit der Dorfgemeinschaft. So. Die Irgendwas-Familie. Wir schauen mal aus. Der Irgo. Was hat denn der Irgo? Ein Pfeilbogen. Das ist aber nicht gut. Nein, das ist einfach nicht gut. Elena, das hilft jetzt alles nichts. Du wirfst jetzt einmal deine Schrotflinten weg. Lässt Schrotflinte fallen. Okay, und dann? Okay. Weg. Ruh dich aus. Archie, weiß nicht, wir haben ja nur einen Arzt. Wir haben ja keinen Arzt. Der Birger, du machst jetzt Arzt. Fähigkeiten 1, 2. Steffi hat, aber Steffi muss kämpfen. Wir haben ja bloß 2. Ja, oh mein Gott, Alter, jetzt geht's. Wir haben ja keinen Sunny und kein gar nichts, Alter. Der Salas. Was hat denn der Salas Fernkampf? Der Salas kann auch kämpfen. Das ist gut, da haben wir einen mehr. Der raucht schon wieder umeinander. Du sollst nicht rauchen, du scheiß Trottel. Geh her da. Wir versammeln uns da. Jetzt kriegen wir schon. Ist bloß einer mit einer Fern. Na, komm, das ist da! Na! Ich muss gehen! Steffi, lauf! Salas, schieß! Lauf! Ganz schlecht. Wir stellen uns da, ja. Der Salas stellt sich da, ja. Franzi, lauf! Ganz schlecht. Du stellst dich da, ja. Lauf da oben. Lauf. Ja. Ist gut. Stell dich da, ja. Und jetzt schießt mir's tot. Ihr sollt es alle da, aber so schießt die nicht. Ach, warum hat Steffi kein... Ich bin neidisch. Nicht Fernkampf 2. Verdammte Scheiße, das ist kein Fernkampf, tust du nicht. Dann verarzt du, priorisiere. Nein, geheilt ist, verletzt, priorisieren nicht, verarzten. Steffi, Arzt. Steffi, behandeln. Wer kann noch schießen? Ja, muss da noch irgendjemand schießen können, nicht Elena, die liegt am Boden. Ah! Okay, das wird nicht gut.
Jetzt bringt's das Mistviech um. Oder wenn jetzt Franzi umfällt, dann haben wir geliefert. Sind wir geliefert? Wie viel? Ja. Was ist mit dem Irgo? Wie, der Irgo ist schon da. Na gut, dann hilft's jetzt auch nicht. Dann müssen wir mit der Keule da schlagen. Dann muss ich die mit der Keule da schlagen. Das hilft uns alles nichts. Steffi, du verarztest und gehst dann zum Schlägern. Ja, die liegt am Boden. Ja! Die hat's jetzt so schnell braucht, oder? Kruzifix! Bring den Irgo um! Stell dich da her und bring den Irgo um! Steffi! Ah! Frei, da machen wir ein Krankenbett draus. Krankenbett, so. Steffi, verarzten, schneller! Die Franzi überlebt uns schon. Tu dich nicht weh. Tu jetzt den Irgo weg! Birger, der Schlagen! Ja! Birger! Ziele. Fang Franzi, rette Franzi. So. Haben wir noch irgendeine Beten? Haben wir nicht nur Beten? Medizinisch für Kolonisten. Medizinisch für Kolonisten. Oder machen wir es gleich ganz anders. Machen wir alle Franzi. Franzi nix. Franzi wohnt jetzt da. Schluss. Schluss. Das kriegt Besitzer wählen. Franzi. So, habt alle ein Bett. Oh mein Gott, bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. So, die Leiche lassen wir da drin liegen. Das ist mir was feiert ein Birger. Okay, hat nur Prellungen. Das ist gut. Das ist gut. Fangen wir mit Franzi. Franzi darf uns ja nicht sterben, Alter. Ich flippe aus. Ich flippe aus. Steffi, gleich hinten neu behandeln, priorisiere behandeln von Franzi. Die muss ja total fertig sein. Die Bier da, alle leer! Schneller! Schneller! Dann lassen wir es, wen lassen wir es machen? Lassen wir es einen Birger machen? Der Birger, der ruht sich auch aus. Was hat denn der Salas so? Bio. Arzt, Medizin, wo? Medizin 1. Das klangt! Das klangt! Priorisiere, entfernen von Dreck. Nix da. Arzt. Silas, du rauchst jetzt erstmal sauber ein, den Schädel und dann behandeln von Franzi. Und dann wischen wir das Blut einmal zusammen. Vor allem in die Krankenzimmer. Steffi, entfernen Dreck. Entfernen Dreck. Los. Schneller. Hey, wehe, da stirbt uns jetzt keiner! Schauen wir mal, wie viel Prozent das es schafft. Wahrscheinlich verkackt das und sie stirbt instant. 7,6%. Oh mein Gott. Ja gut, aber wenigstens sind die Sachen, dann ist ein Pflaster drauf. Das ist schon mal nicht schlecht. Na, medizinischer Notfall, wo? Na, Franzi! Franzi! Franzi nicht! Schnell zusammenputzen. Bringt sie was zum Essen? Ah! Nicht sterben. Franzi, stirb ja auch nicht weg, ich sag das. Ah, das ist einfach nicht gut. 0,99%. Silas, du bist der schlechteste Doktor, den ich jemals gesehen hab! Das ist auch nicht gut. Oh nein, wo das Rauchplatz ist, nein. Wieso denn? Jetzt fängt sie wieder an, Vollgas zum Kiffen. Elena, du warst die letzte Überlebende. Elena, nicht kiffen, Alter. Es geht komplett am Bach. Es geht komplett am Bach, so schnell kann alles vorbei sein. Oh mein Gott. Was haben wir da jetzt? Wenigstens sind die Kratzer verarztet und so weiter. Schmerzen extrem. Ja, bring ihr einen Dübel oder so. Keine Ahnung, wie soll sie jetzt einmal, was tut jetzt sie? Jetzt raucht alle Dübel zusammen oder was? Oh mein Gott, ganz schlecht. Steffi hat auch gleich einen Zusammenbruch. Sag ich dir, was ist. Was tut jetzt die wieder? Was tun die? Baut Maschinenreste ab. Was ich dir jetzt einmal sage, sofort von alle Wildtiere, vom Riesenfaultier, die Zähmerei da raus. Kannst du alles vergessen, braucht alles keine alte Sau. Tu das bloß weg, weil wir alle knockert sind und die bringen uns einfach um. Ja, jetzt liegt's da und grinst mich an. Das Riesenfaultier. Quest abgelaufen. Ist mir wurscht. Ich habe eine andere Quest. Ja, der Archie ist wenigstens einmal beim Forschen. Das ist ja schon Mepsi. Elena raucht sich einen Dübel noch am anderen ins Maul. Ist recht. Salas, du baust das Lager aus. Jawohl. Ja, weg mit den Steinen. Ja, trag's ins letzte Ecke. Trag's auf Basting aus, damit nichts passiert. Was tust du denn jetzt wieder? Ach, ein Holz holen, okay.
Ja, es wird schon. Archie, kannst du mal verweigert reinigen. Archie, für was haben wir die überhaupt aufgenommen? Du bist der nutzloseste Huren, der umeinander läuft. Ich sag das, was es ist. So, Franzi, wie geht's dir? Gesundheit, 34%. Ganzer Körper, Blutverlust extrem. Ja, das wird schon wieder. Franzi, das wird schon wieder. Die fliegt mir schon wieder zusammen. Die fliegt mir schon wieder zusammen. Franzi braucht Hilfe. Vielleicht müssen wir es nochmal verarzten. Hä? Nochmal, Franzi, Schlachterin, Stammesmitglied bewusstlos. Franzi! Die, wenn uns einer wegstirbt, dann wird es richtig interessant. Schwierig, Digi. Schwierig. Wo ist denn eigentlich mein Getränk? Das ist mir das Allerwichtigste. Mal wieder an den falschen Tisch gestellt. Ich, ahnungsloser. Das habe ich mich angetintet. So, Herr Salas, das wird uns nichts bringen, wenn du da draußen die Mauer hinbaust, aber die in der Mitte drin nicht abreißt. Und die Steine da drin liegen, dass du ahnungsloser. Kruzifixi wie narrisch mit dir. Sag mal, schläft der Archie auch irgendwann einmal? Was ist denn mit dem Archie? Der braucht auch einmal ein Zimmer, oder nicht? Machen wir es so. Das ist jetzt einmal frei. Was haben wir da oben? Elena, Birger, Franzi. Franzi. Ich meine, der Birger hat ja bloß Prellungen, oder? Da fällt ja nichts. Da macht das mir aus da. Dann kriegt das da der Archie. So, auf Besitzer wählen. Archie. Und das da kriegt Steffi. Nein, nicht neu montieren. Besitzer wählen. Das kriegt Franzi was, oder? Ja. Und dann machen wir die zwei Dinger da herum, machen wir zu Krankenbetten und dann passt das. So, Kruzifixen. Birger, welche Farben benutzt du für deine Figuren zum Bemalen? Das ist ein bisschen out of context, Mr. Improxy, aber nur 2 Typen, Citadel-Farben und Army Panther-Farben. Mehr habe ich nicht. Ich habe keine anderen. Wenn man so will. So, Herr Salas, jetzt darf es Zeit werden, dass da mal die scheiß Bude da überall ist, Blut. Putz einmal! Putzen sollst! Entfernen, Blut, entfernen, dann bei die Fackel drin kann man haben, vielleicht einmal zusammenputzen, das ist ein Wahnsinn, wie es da ausschaut. Kruzifix, Alter. Ja, wunderschön schon. Je. Da, das der mir auch noch weggeht. Putz noch zusammen. Die Blutflecken, ich kann's nicht mehr sehen. Risiko eines schweren Zusammenbruchs. Bei wem denn schon wieder? Steffi schon wieder. Was ist denn noch gerade? Absoluter Entspannungsmangel. Ja, dann chill halt einmal. Wo ist der Zeitplan? Das gibt's ja nicht, dass man mir da so viel... Ändert man Arbeit einmal bei alle in ein bisschen mehr alles, weil dann lernst du das vielleicht von selber. So, schlafen. Dass vielleicht einmal 4 Sekunden in einer scheiß Knirscheibe chillen, bevor sie alle ausflippen. So, Bauteile abbauen. Sehr schön. Kann man brauchen. Elena, das war schon gut. Du hast schon recht gehabt. Aber du sollst auch mal eine Runde chillen. So ist es nicht. Was tut jetzt der Salas? Legst jetzt am Boden heraus. Bist du vollkommen behindert? Ja, irgendwo kann man das schon auch brauchen, aber irgendwie ist er behindert. Ich sag das, was es ist. Salas, du hast noch nicht sauber fertig geputzt. Übrigens liegt da noch ein Toter. So, wie haben die fucking eine Tage oder was ist denn mit denen? Was ist mit dem da? Ist das, die Sau 4 ist tot. Wenn solange Franzi umeinander liegt. Was ist denn da? Ist die tot? Nein. Was hast du denn jetzt mit der da? Warum trocken die Franzi umeinander? Kann man das etwas sagen? Was soll denn der Krampf? Und jetzt reißt dann einmal das Ding da innen ab, weil sonst kriege ich einen Vogel. Das ist ja Wahnsinn. So, Franzi fuhren, so ist brav. So ist brav, wie geht's hier? Oh, Gesundheit 46%. Haben wir auf dem aufsteigenden Ast. Sagt man das so? Ich glaube nicht. Verdammt, wir brauchen Batterien. Archie! Archie, du sollst forschen! Was tut denn der Archie so in seiner Freizeit? Da stellen wir mal alles auf 3. Da stellen wir mir mal ordentlich alles auf Priorität 3. Quest verfügbar. Ich scheiß auf deine Quest! Sechs, du bist bei mir zu. Sag mal, wie viele Lamas haben wir mittlerweile eigentlich? Na, Alpakas, Entschuldigung. 4. Die haben alle nichts zum Fressen. Glaubenskrise. Finde ich gut. Das Ding kann man brauchen. Da, der kann ein bisschen was. Kann ein bisschen was von allem. Dann kann man brauchen. Elena, jetzt tu mal was für den Geld und bekehr mal den Typen. Widerstand. Ist jetzt auf 0. Stimmung zu niedrig. Ja, kriegen wir schon. Birger tut sauber forschen. Mit dem wir da herin nochmal putzen. Da drin der wir auch mal putzen. Wenn wir putzt gehört.
Ich hätte gern so einen Saugroboter. Und dann kann er sich seinen Dingen widmen. Ist mir wurscht. So. Der Zahnputz sauber im E-Sek drin. Jawohl. So ist recht. So ist recht. Die Viecher verhungern doch alle, oder? Ja, die Ernährung ist nicht gut. Trockenfutter haben wir zum Saufuttern, aber fressen deren sie es nicht. Salas, was tust jetzt du schon wieder? Was ist denn Rauchblatt süchtig? Salas, wo ist süchtig nach Rauchblatt? Ja, Gatte, wir haben bloß noch 8, weil die Franzi nicht mehr kann und keine Dübel mehr baut. Es geht alles ein Boho reißt mir mal die Wind ab. Ich sag das, was ist, reißt mir mal die Wind ab, damit die Viecher was zum Fressen haben, weil wenn uns die auch noch wegverrecken, dann krieg ich dann... Er ist schon ein wenig stressig. So, du bist schon ein wenig stressig. Tu dir mal nicht runter. Auch zum Lackieren haben die Farben, also es sind ja keine Lacke, es sind Acrylfarben, Mr. Inproxy. Alter, dein Fleisch vergammelt. Ja, wow, Basinus, das hätten wir jetzt ein Depp passen können. Ja, wir haben Batterien, finally. Und das nächste, was wir jetzt brauchen, ist Klimatechnik, Forschen. So, dann können wir endlich unser Fleisch eingefrieren. Das war schon mal was wert. So nicht erweitern. So, das ist jetzt unser Lager, ist größer, hat Platz. Wunderschön. So, erstmal den Dübel abquarzen, Alter. Erst einmal den Dübel reinquarzen, jawohl. Aber uns gingen die Dübel sauber aus, das sagt der ich. Wir müssen mit Steffi wieder für... Franzi, 56%. Ja, das wird schon wieder. Neuer Rekrut. Jawohl! Da ist er! Der Kasei! War das der Mike? War der Mike der Kasei? Weiß man nicht mehr, gell? Das ist ja Zenz, ist ja... Warte mal, Bedürfnis, Bäume verwüstet. Geliebte Zenz verstorben, das ist der Mike. Den müssen wir umbenennen. Mike, hat's dich schon? Wo bist denn? Wie tut man das? Achofleischismus. Okay. Da haben wir. Machen wir Mike draus. Mike! Okay, kann ich mir besser merken. Mike! Der kann gut pflanzeln. Gut im Nahkampf. Kunst, kann alles ein bisschen außer Medizin. Und forschen. Tja, was lässt man den machen? Ich weiß es auch nicht. Den lässt man um Pflanzen kümmern. Pass auf, Mike, du bist unser Gärtner. Erst einmal die vorderen Sachen alle auf 1. Dann Feldarbeit 1 und beim Bürger können wir es dann auf 3 machen. Ist nicht mehr ganz so wichtig, aber der tut jetzt sonst nichts. Und Waldarbeit machen wir auch auf 1 und den Rest lassen wir mal auf. Na, das soll reinigen. Reinigen! Und Waldarbeit hat er nicht immer. Das passt schon gut aus. Aber Zimmer braucht er noch. Dann kriegt er doch direkt das da. Für Gefangene, für Kolonisten. Jawohl. Und das werden wir zuweisen an den Mike. Das ist der Holzfäller Mike. Mike zum Ackermeister befördern. Das ist eigentlich eine gute Idee, gell? Das kann man machen. Aber der glaubt noch an eine andere Religion zusätzlich, oder? An den Achofleischismus, was auch immer das bedeutet. Aber ist ja wurscht. Wir können das gleich wieder machen, dass wir den zu so einem wie soll ich sagen, zu so einem Rolle zuweisen. Saatgutbringer, Pflanzenspezialist. Bäm, Alter. Starten! Ah! Wo wird das jetzt abgehalten? Jetzt wird jetzt... Da gibt es jetzt eine schöne Zeremonie. Oh, die Elena hat nur noch ein Auge. Oh, lecker, das rechte Auge haben sie rausgebissen. Jetzt kann sie halt nicht mehr gescheit schießen. Erfolgreiches Ritual. Rollenwechsel. Jawohl. Neuer Rekrut. Jawohl. Rauchblattsüchtig. Ja, hilft nicht. Wir bauen jetzt so viel Dübel noch, dass es jetzt spät ist. So schaut's aus. Was ist denn das gleich wieder? Gewinn Handwerk, gell? Ob nicht der Mike auch ein paar Dübel dran soll? Ich glaube schon. Das ist Handwerk, oder? Mike macht kein Handwerk. Naja, gut, dann nicht. Die einzige Handwerkerin, die wir haben, das ist Steffi. Wo ist Steffi? Da ist Steffi. Was tut die? Hä? Steffi? Macht Bergbau, Feldarbeit. Macht das weg? Bergbau, ja. Und Steinbruch meinetwegen auch. Waldarbeit, nein. Handwerk ist wichtig. Du musst uns die fetten Dübel drehen, Alter. Steffi, die fetten Dübel drehen. Jawohl, Steffi, so mach ich das. Gleich 16 auf einmal. Wie du das machst, weiß ich nicht, aber du machst das schon. Franzi ist wieder auf die Füße. Jawohl, erst mal aufgestanden und sauber reingeraucht den Shell. Achso, und dann wieder hingelegt. Ja, das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung, das hilft mit Sicherheit.
Hier, Rauchblatttoleranz, Rauchblattrausch, nur 10 Stunden, freilich, ballert die weg. Ich liebe dieses Spiel! Da herum kann man mal noch ein paar Zimmer brauchen, das ist alles, was ich weiß. So schaut's aus. Strukturen. Ja, aber der Salas soll jetzt erstmal fertig bauen, was wir da in Auftrag gegeben haben. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, wie es da ausschaut. Da wissen wir gar nicht, wo wir anfangen sollen. Warum trocknet eigentlich keiner? Was ist mit Transport? Salas, du kannst doch auch einmal was transportieren, das sag ich dir schon. Elena transportiert nur. Ist auch nix. Gauralan-Kapsel aufgekeimt. Die kann ja wieder keiner abbauen. Welcome to Bavarian, Jamaica, where the weed never ends. Mr. Lambo, absolut richtig. Ein Bierbar brauchen wir uns schon auch noch, tu dich nicht runter. Aber erstmal kiffen wir uns Birnsulzig und laufen wir mit dem nockerten Zipfel an. Das Game, Alter. So, haben wir mir jetzt da, wie ist denn das jetzt da eigentlich? Naja, jetzt gut halt das dann. Ach, der hat da Tier eingekaut, der Wichser. Müssen wir wieder einen hinbauen. Das hilft uns alles nichts, da müssen wir wieder einen hinbauen. Salas, da musst du jetzt einen hinbauen. Das hilft nichts, da kannst du jetzt Boden verlegen, wie du möchtest, da zwinge ich dich jetzt dazu. Hopp, reiß einmal. Baust du mal das Ding da wieder rein. So, wunderschön. Und wem gehört jetzt das Gebiet eigentlich? Teilen sie das alle, sehe ich das richtig? Schaut mir schon so, oder? Da haben wir jetzt einfach alle Zugriff da. Ich meine, die Schlafplätze schauen jetzt ein bisschen kacke aus, aber so wurscht. Ja, dann machen wir doch so. Zone erweitern. Lager, alles verbieten, außer Trockenfutter. Und die Lagerzonen da, die können wir eigentlich löschen, die Ecken, weil die bringen es nicht. Das platzieren wir einfach in der Mitte drin und fertig. Und das Heu, das sollten wir eigentlich wieder daher zurücktragen. Heu, plupp. Damit wir mir das direkt von da aus produzieren können. Jawohl, da können wir nicht die Dübel hinten rein. Steffi, trau uns ein paar! Trockenfutter wird für immer weniger, weiß ich schon. Sehe ich schon. Das Trockenfutter ist auch schon weg, ihr zwei alle Viecher drauf Zugriff haben. Aber ich versuche halt jetzt das, wie soll ich sagen, diese Geschichte etwas regelmäßiger zum Laufen zu bringen. Vor allem, wenn Franzi mal wieder auf die Füße ist. Und haben wir jemanden, der nur noch kocht. Kocht und schlacht. Weil fürs Trockenfutter haben wir genügend Zeit. Wir haben so viel Heu, so viel Kartoffeln und Pflanzenscheiß und so viel Fleisch. Na gut, das ist auch wieder kaputt. Aber unsere Klimatechnik ist bald soweit. Was wir schon mal da könnten, ist einen Strom verlängern. Sag ich dir, was ist? Da verlängern wir einen Strom. Wie verlängern wir den? Ich würde vorschlagen, mitten da so einer. So. So. Ja. Und dann. So. Und die Klimaanlage kommt dann daher, dass hinten die heiße Luft rausbläst, da stört es keinen. Mein Faultier ist verfault, ja, das stimmt. Müssen wir mal erlaube verrottendes? Nein. Und da herum erlaube verrottendes? Ja. Dann, dass die Viecher da wenigstens austragen. Und das Schweindel ist auch vergammelt, alles ist vergammelt, das ganze Fleisch ist hier, aber das kriegen wir jetzt schon. Da, der Birger ist fett am Forschen. Was forscht er? Klimatechnik. Dann können wir uns endlich Kühlschränke bauen und Klimaanlagen bauen. Nice. So, mache ich das. Was kann man eigentlich dann danach, was kann man danach brauchen? Geothermie war eigentlich nicht schlecht, damit wir keine Solarthermal-Paneele mehr brauchen. Schmieden. Kann man uns Maschinenbau, Schusswaffen. Das war so wichtig, Alter. Greenscreen kaputt? Wo? Greenscreen kaputt? Wo? Wo ist der Greenscreen kaputt? Ja, ich habe ein bisschen so Probleme mit dem Schatten, weil ich nicht weiß, wie ich es ausleuchten soll. Hilft nicht! Müssen wir durch. So, alle schlafen. Wie geht's der Franzi? Die ist wieder bei 87%. Jawohl. Sau 2 hat ein Junges zur Welt gebracht, diesen Morgen. Mehr Facke, mehr gut. Sollen wir die ganzen Truthähne, können wir dann nicht auch irgendwann einmal anfangen, da einen zum Schlachten oder so? Das ist ein Wahnsinn. Nein, die ganzen Truthahn, Küken. Wir haben ja bloß zwei erwachsene Truthähne. Die anderen, die sind ja schon voll riesig. Sau 1 hat ein Junges zur Welt gebracht. Haben wir 2 neue Babyfacken! Woo! Birger, da liegen nur 3 Waffen umeinander, manche Leute sind unbewaffnet. Das stimmt. Und kalt wird es auch, merke ich gerade. Aber jetzt geht dann die Heizung wieder an, hoffe ich. Forschung abgeschlossen, Klimatechnik. Oh ja, wichtig. Kümmern wir uns gleich drum. Die Frage ist, was wir jetzt als nächstes erforschen. Hydrokohl, Psychid munter machen. Ja, wird schon schmieden, wird wahrscheinlich schon nicht schlecht sein. Da mal langsam in diese Richtung gehen.
Dann können wir uns nämlich auch mal ein Heim bauen und Rüstung bauen. Mein Plan ist nämlich folgender. Ein Workshop bauen, da hier hinten, in dem Raum herin. Und dann zusätzliche Regale in jedem seinem eigenen Zimmer. Eine extra Krankenstation irgendwo abseits. Und dann hat jeder seine Rüstungsteile in seinem Zimmer drin liegen. Und wenn es zum Angriff kommt, kann ich jeden einzelnen befehlen, zirk die so, zirk die so, zirk die so, zirk die so, zirk die so. Und dann zirk es wieder aus. Ja, eine Kleiderordnung im Prinzip festlegen. Obi, was ist da los? Weißt du es noch? Letzte Woche, wo ich gesagt habe, ich habe geheiratet und dann, was? Und das uns was blüm ist. Jetzt haben wir einen Urlaub gebucht, einen Roller gekauft und es ist immer noch was da. Da leid uns halt noch mal ein Zehner. Hashtag Urlaubsgeld. Und Herr Obi, weißt du, wo ich den ausgeben werde? Versprochen, in meinem Urlaub. Ja, werde ich einen Cocktail auf dich, deine Frau und deinen Roller trinken. Ist das okay? Und wie es der Sprengi schreibt, alles richtig gemacht auf der Hochzeit. Danke dir, Obi. Grüße die Frau von mir. So, Batterie bauen. Wir brauchen einen Batteriebunker. Wo bauen wir den Batteriebunker hin? Die müssen wir eigentlich da hinten irgendwo hinbauen, wo dann die Geothermie auch ist. Oder keine Ahnung, wo wir das hinbauen. In unser Lager ein. Ich weiß nicht, es muss auf alle Fälle überdacht sein. Ich weiß es nicht. Bauen wir es dabei ins Lager ein. Die können wir ja ummontieren. Das weiß ich. So, Batterie bauen wir mit 2. 2 Batterien daher bauen. Wie viele Bauteile haben wir? 4. Wie viele Bauteile braucht es? 2. Perfekt. Können wir genau 2 Stück hinbauen. In der Hoffnung, dass das eine Solarpanel für 2 Heizungen einigermaßen gelangt, dass die Räume einigermaßen warm werden im Winter. Und ja gut, sobald wir Klimaanlagen natürlich einbauen, ist dann vorbei. Ah, der gammelt auch schon wieder umeinander. Archie tut ein bisschen forschen. Hypothermie! Das haben wir letztes Mal schon gehabt, gell? Da ist es ja nicht zu kalt dann, glaube ich. Natürlich nichts. Elena, erstmal sauber an eine dübeln. Richtig. Alles richtig gemacht. Zum Essen haben wir auch nichts mehr. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Franzi? Was tut denn die so? Die raucht schon wieder. Also ich glaube, es ist einmal Zeit wieder was zum Kochen. Damit wir mal Mahlzeiten haben. Was haben wir da? Rauchplatzsüchtig! Franzi ist jetzt auch rauchplatzsüchtig. Ja, es war nur eine Frage der Zeit, bis wir alle rauchplatzsüchtig sind. Hilft nicht. Die Batterien, die demontieren wir dann schon wieder, wenn ich einen schönen Platz gefunden habe. Raufbold hat Fernkampfwaffe. Der Archie. Gehen wir weg. Oh, Archie ist intellektuell Stufe 9 geworden. Tierkrankheit, Seuche schon wieder. Sau 2. Ja, die muss ich etwa behandeln. Wer ist denn unser Tierpflege? Elena, du musst die Sau behandeln, priorisieren und möglich nicht verarzten zugeteilt. Ja, das ist schon scheiße. Elena, Arzt, zumindest auf Level 4, damit man es ihrer befehlen kann. Priorisiere Behandeln von Sau. Die wird das schon richten. Franzi, du kochst jetzt einmal sauber auf. Dann brauchen wir einen Holzboden da drin, hab ich schon gesehen. Damit es nicht so scheiße ausschaut und jeder da den ganzen Dreh einzieht. Hab ich nicht eigentlich also Bodenmatten? Boden. Pass mir auf, Möbel. Na. Ich hab Bodenmatten. Das ist auch ein Mod übrigens. Die kann man vor die Türe hinlegen, dann tragen die Leute da keinen Regen rein. Franzi ist vollständig geheilt, Shahi. Was tut die Elena schon wieder? Bedürfnis? Ausruhe, kalt, so eine verrottende Leiche. Ja gut, sie fix trockt sie es halt dann einmal weg. Was ist denn mit euch? Wie zu schwer. Was ist denn da wieder? Herr Meier, 800% Zusatzwert. Habe ich dir am Samstag geheiratet und jetzt auf der Meisterschule sitzen ist nicht das Wahre. Aber immerhin beste Abendunterhaltung mit dem Bürgermeister. David, das freut mich. Gratuliere zur Hochzeit. Und gratuliere zu einmal lebenslänglich. lustiger Boomer-Papp-Witz. Danke dir. Schluss jetzt. Du hast im falschen Lager Verrottendes erlaubt. Hab ich? Erlaube Frisches, Verrottendes. Und da habe ich Verrottendes erlaubt und Frisches. Ja, ich bin dumm. Sprengi, schön erkannt, gut aufpasst, ich bin ein Trottel. Brudi, ich bin ein Trottel. Ja, aber keiner kann den hin. Mike, kannst du hin. Zu schwer. Ein Irrgott, Baumhausbauerin, die kommen nicht. Wieso kommen die nicht? Was ist mit der? Kein Lagerplatz verfügt, der frei erreichbar oder dafür vorgesehen ist. Das ist doch Bullshit.
Leichen ist ein extra Punkt. Ja, das habe ich nicht gewusst. Verweigert Transport. Steffi, du wenigstens. Brüsi, wegtragen von Irgo. Sau. Riesen, da geht uns so viel Fleisch durch die Dinge, das ist echt kacke. So, räumen wir mal die 4 Viecher weg jetzt da. So, Wahnsinn mit dir. So, Wahnsinn. So, Wahnsinn. So, Temperatur, Kühlung. Bauen wir direkt da her. Oh, da gehen uns aber Bauteile aus, hä? Nein, wir haben da filmt man schon weh. Da filmt man schon weh. Quest aktiv interessiert mich alles jetzt überhaupt nicht. Ich habe ganz andere Probleme wie scheiß Quests, Kinder. Ganz andere Probleme. Die Alpakas haben schon wieder Wolle gegeben. Was wir mit der so tun, jetzt darf mal ein Händler kommen. Das war auch mal was. Das darf uns viel helfen. Wenn wir Bauteile kaufen könnten, gute Medizin kaufen könnten und so weiter. Muss das Reichernsfleisch wird ich morgen tun. Das ist auch was, das darf ich gerne noch in echt auch machen. Fleisch reichern. Also kalt reichern. Franzi Schlachterin ist nicht mehr inspiriert. Schieß raus. Ja, das ist mir auch total wurscht. Alle haben so ein bisschen ein Zusammenbruch-Ding im Gesicht. Bei mir verwüstet er mit seinem Scheiß da. Sklaven in der Kolonie, leck mich doch dann am Arsch, Alter. Dann du kehrst doch weg. Was ist bei ihm? Alter, was ist bei ihm? Da ist alles rot. Birgist als Anführer. Ja, natürlich. Körpermodifizierer, was ist denn mit euch? Man muss da so ein Ritual machen, oder? Um die zu überzeugen. Da dauert noch 10 Tage. Das dauert ewig. Ich kenne alle ausgegangen, ich kenne alle geschlachtet. Ich sag das, du ich kenne alle geschlachtet. Beide. Und Mike, es tut mir leid, ich glaube, wir müssen die essen. Und ein Archie, glaube ich, der gehört auch gegessen. Und dann spielen wir halt bloß mit 5. Was sagt ihr da dazu? Die kehren weg. Die drehen bloß wieder im falschen Moment durch und dann ist wieder alles beim Teufel. Die kehren weg. Mike, es tut mir so leid irgendwo, aber kehrt weg. Was ein Leberkäse draus machen. Dann musst du mal zu mir kommen, ich habe einen Reiherofen, dann tun wir mal was reichen. Das geht halt nicht in 5 Minuten. Das ist klar. Archie weg, Mike da behalten. Nein. Entweder beide oder gar keinen. Der Bonsai-Baum ist verrottet, das ist mir scheißegal. Eigentlich kehren sie weg, gell? Eigentlich kehren sie weg. Was tun wir jetzt mit denen? Ich weiß auch nicht, wie tun wir die weg? Ziehen wir es durch. Ich weiß ja gar nicht, wie wir es weg tun sollen. Manchmal können wir es schon einfach angreifen und so, aber das ist ja. Wir könnten es natürlich als verkaufen. Ah. Wir kommen das umdrehen, dass man die ja vor mit so einem Sklaven macht. Geht wahrscheinlich nicht, oder? Oder haben wir mir so eine Hinrichtungs. Da, starte öffentliche Hinrichtung. Fressattacke, da sag ich doch! Der scheiß Archie! Jetzt frisst er alle anderen das Essen weg, der Huren. Der Huren. Don Juan. Stroh auslegen, wieder vergessen. Birger, alles wieder vergessen. Ja, aber das mit den Viechern schaut schon ganz stabil aus. Oh, da ist, glaube ich, ein Truthahn ist erwachsen worden. Den, glaube ich, können wir gleich einmal schlachten. Ich sag das, wie es ist. Esel, Sau, Truthahn. Truthahn 1, Truthahn 2. Da liegen doch 3. Der Goebbels und der Truthahn 1. Und beide geben 84 Fleisch. Weg mit dem. Wo ist unser weiblich? Ach, da oben ist die Henne, die habe ich nicht gesehen. Gubbel und der Goebbels. Ja, die sind wichtig. Dann schlachten wir den und den Truthahn 2. Was haben wir da? Oh, Schmieden freigeschaltet. Jetzt können wir dann unseren Workshop basteln. Pass auf, Schmieden, dann ist das nächste der Maschinenbau. Nehmen wir gleich als nächstes. Maschinenbau gleich als nächstes. Moment, eins nach dem anderen. Tiere. Truthahn 2. Schlachten. So. Dann haben wir da unsere Tiefkühle. Nein! Jetzt ist die Sau gestorben. Wir haben noch eine Sau und einen Eber, einen Erwachsenen. Ja, gut, passt. Ja, dann helfe ich mir. Nein, hat jetzt. Fressen jetzt die anderen Facke das Facke? Ist das dein Ernst? Und den Truthahn auch? Ihr sollt den Truthahn da drinnen nicht. Was jetzt? Was? Hebe Truthahn auf! Hebe Truthahn auf! Hebe.
Jetzt schlachte die Viecher da drin und fressen sie sich gegenseitig. Jetzt blockiert das Ei. Wieso legen sie das Ei da hin und nicht in den Kasten rein, den ich ihnen erbaut habe? Den ich spacken. Ich wird narrisch mit dem Spiel. Ich wird narrisch. Wenigstens haben wir Zaun erwischt, da. Zaun haben Viecher einfach zusammengefressen. Beleidigungstour Elena! Elena hat ihre Wut auf Franzi fixiert. Sie wird Franzi verfolgen und beleidigen. Franzi, lauf! Ja, die Franzi soll kommen. Lacht einmal. Rauchblast, XS, Mike. Mein Gott. Alle nur am Durchdrehen. Alle nur am Durchdrehen. Wie schaut es denn mit unserem Strom aus? Es wird nicht lange, da brauchen wir nur ein Solarpanel. Brauchen wir nur 2 ziehen. Wie viele Bauteile haben wir? 3. Und wie viel brauchen wir? Was kostet das Ding? Wo steht jetzt das da nirgends? Oh. 3 Bauteile, 100 Stahl. Haben wir. Passt, das schaut gut aus, schaut gut aus. Das sind Zustände wie ein Topf. Okay, aber es ist ja wirklich, also das ist schon krass schwierig eigentlich, dass das da ist. Haben sie jetzt geschlägert wieder? Jetzt blühten es wieder beide aus alle Löcher. Mein Gott, ihr Vollidioten! Was ist denn das für Listen von Schmerzen? Ich mag nicht mehr! Jetzt haben sie sich einfach gegenseitig beleidigt, solange bis sie sich droschen haben. Es liegt wieder locker Blut in der Kirche. Grütze, fix nochmal. Salas, putz einmal! Nix bauen jetzt da, putzen! Putz mal die Läden aus der Kirche aus, das ist ein Wahnsinn mit dir. Und dann kannst du es bauen weiter mal. So. Brav. Brave. Trockenfutter haben wir auch keins, weil Franzi hat ja wieder schlägern müssen. Super. Super. Wer behandelt sie jetzt? Kalte Sau. Mein Gott. Mike, was tust denn du eigentlich den ganzen Tag? Wieso wachsen denn da noch keine Kartoffeln? Versteh nicht. Ich bin narrisch. Ich bin narrisch. Der Salas ist der beste Werker, den du hast, der muss einmal ein Bett kriegen. Das stimmt eigentlich. Eigentlich brauchen wir mal eine Sklavenunterkunft. Sagt er jetzt was, die bauen wir da herum auch aus. Wie viel Holz haben wir noch? 931. Das kommt auch irgendwann wieder weg, dann geht es da hervorne weiter. Und da darf ich auch sagen. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Glaube ich. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Machen wir so, 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 so. Schaut gut aus. Dann geben wir einer Holztieren. Dann geben wir einer einen Holzboden. Da. Und was brauchen wir dann noch? Petal. Machen wir ein paar Petal. Die haben wir alle links um, dass die symmetrisch ausschaut da. Ja, dann kriegen sie alle nur ein Kommod. Also aber nicht Kommod! So. Wunderschön. Ha? Wunderschön. Kaip, die habe ich übersehen. Die untere Heizung hat keinen Strom. Bist du das hier? Nein, passt schon. Hat schon. Oder? Leistungsbedarf, Stromnetz. Ja, doch. Haben wir schon. Funzt schon. Falls du das mal. Was ist denn da wieder? Klaus Wölsch, du bist denn schon wieder? Hi! Cheese! Stinky Cheese! Merci dir. 10er ist zu viel. Aber die Woche ist sehr schon wurscht offensichtlich. Klima ist noch nicht eingestellt, das stimmt. Alter, 10er ist zu viel. Klaus Wölsch, Pussy aufs Nussi. Wie immer natürlich. Die werden wir mal sauber auf minus 20 Grad. Minus 20 Grad hat es da drin. Hat die jetzt da schon jemand umgestellt? Da nein. Ja, tatsächlich schon hin. Muss ich kurz auf Zeichen gehen? Warte. Das ist alles ein bisschen hinter mir versteckt. Da, wenn ich mit dem Mauszeiger drüber gehe, da drinnen hat es jetzt minus 10, 13, 14 Grad. Jetzt ist das Zeug da drin gefroren. Kartoffeln, tiefgekühlt, verdirbt nicht. Nice! Zeit ist one! Oh, das Faultier ist jetzt nur noch ein Skelett da hinten schon. Sehr schön. Ja, haben wir uns schon wieder einigermaßen erfangen. Außer, dass die anderen 2 Rindviecher wieder Schlägern haben müssen. Das hat es natürlich wieder braucht. Es wäre geil, wenn sie unser Fackelbestand einmal ein bisschen, wie soll ich sagen, der Fanger dat. Und was mir auch gerade so auffällt, so ein Holztier da und da, damit man von beiden Seiten da rein kann, schaut auch mal überhaupt nicht, glaube ich.
Warum so viele Zimmer? Du hast nicht mal so vielen Leuten. Ja, das stimmt, aber ich brauche ein paar Gefangenenzellen. Ich möchte meine Kolonisten alle oben haben, meine Medizinsachen da und die ganzen Gefängnisse unten. Verstehen Sie? Und da vor allem auch langsam aber sicher zubauen, wenn ich da überhaupt zubauen kann. Ja, das wird eh nicht ganz einfach, weil da kann man nichts draufbauen, glaube ich. Gibt es irgendeine Möglichkeit, weiß das jemand, dass man da draufbauen kann? Ach so, das geht eh. Ah, das ist eine Brücke. Ich möchte keine Brücke bauen, ich möchte da zubauen, nicht? Geht das irgendwie? Weiß ich nicht. Bau noch eine Belüftung. Belüftung in neuen Räumen. Ja, stimmt. Hast du recht, habe ich übersehen. Moment. Temperatur, das war die Lüftung. Da brauchen wir sowieso eine zweite Heizung. Dann einmal da in dem Zimmer und einmal in dem Zimmer und dann darf das normalerweise klauen. Schön aufpasst mit der Lüftung. Mehr sage ich jetzt da nicht. Was wir da einmal erkannten, die einmal richtig hydran. Falls er die Aktion jetzt nimmt. Forschen und dann trockenlegen geht. Was muss man da forschen? Entwässerungspunkte brauchst für das Eck. Die habe ich noch nie benutzt. Wir kommen die, in das Forschungsmenü, in die Suche, gibt es auch eine Suche, oder? Entwässerungspunkt. Boah, das ist ein Wahnsinn. Aber müssen wir zur Mikroelektronik, aber wir haben schon auf dem Weg. Mir ist erstmal die Schusswaffe ist mir erstmal wichtiger. Und dann bauen wir halt dabei kreislich da rundrum. Dann gewinnt es ja keinen Schönheitspreis, aber ist mir wurscht. Das ist mir wurscht. Können wir eigentlich auch gleich mal machen. Dann kann von da keiner spontan einer spazieren. Da machen wir jetzt so. Nein, so tragisch ist es jetzt auch nicht. Aber da kann ich halt nichts hinbauen, weil da drunter Sumpf ist oder sonst irgendwas und so ein Wasserfleck. Und da muss man wieder extra umeinander kasen. Salas. Für Sklaven. Besitzer wählen. Salas. Salas. Du kriegst jetzt dein eigenes Bett. Geht's dir besser, drast vielleicht weniger durch. Die Franzi ist schon wieder kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Warum? Wurde beleidigt 8 Mal. Ja, Kruzifix, wie lange gehalten? Was ist denn mit dir? Beginnt in 6 Stunden abzulaufen. Läuft nach spätestens 9 Stunden ab. Ja, das möchte ich aber auch hoffen. Kruzifix nochmal. Was feiden ihr eigentlich körpermäßig? Linker kleiner Finger abgerissen. Bissnarbe Schmerzen. Ansonsten hat es nur Prellungen von einer menschlichen Faust. Oder hat Elena sauber nicht aufgestrichen? Sauber nicht Na, nicht! Na, nicht! Nee, du sag mir, in was für eine Frequenz wird man da angegriffen? Der Gabobra! Du Wichser! Was hat denn der? Pfeilbung! Mei, du Arschloch, du Dreckerz! Kruzifix nochmal! Kommt der straight auf, oder? Oder tut. Normalerweise sammeln sie sich da unten ein bisschen. Ja, Sonneneruption, ganz toll, damit überall es finster ist. Sklavenaufstand! Ja, natürlich kommt der Sklavenaufstand jetzt! Was tut denn der Mike? Unterdrückt Salas! Das ist in Ordnung. Was ist mit dem Typen da unten? Sobald der kommt, Elena! Inventar. Ach Gott, Elena hat nichts mehr zum Schießen. Wo ist denn die Schrotflinten? Hol dir die Schrotflinten, da ist. Bewaffne dich mit Schrotflinte. Franzi, bewaffne dich mit Pfeilbogen. Steffi, kannst du Fernkampf? Ja, nicht gescheit, aber besser wie nix. Nimm das Pilum. Tot, Truthähne 2, es geht wieder alles am Bach, aber ich wir komplett narrisch. Ah, Archie, kannst du Nahkampf? Nein, du kannst nicht schießen. Der Mike, Bio, ja, du kannst schießen, aber du fangst einen Sklavensepp. Was tust du? Anbaubefehl. Was Anbaubefehl? Fang mal. Attackiere Salas, behandle Salas, gehe hier hin. Attackiere. Was sind das? Was tun das Salas wieder? Bewegt sich. Kann ich. Was ist mit dem? Elena hat jetzt Schrotflinten. Wie der man da jetzt? Gehen wir da in Deckung. Der Birger hat bloß eine Keule, der soll schlafen. Franzi, du hast einen Pfeilbogen. Gehst dann auch daher. Steffi, hast du auch was? Du gehst daher. Jawohl, Franzi, wir müssen den Salas erst einmal. Ja, müssen wir ihn umbringen, weil es nicht hilft! Kruzifix!
Jedes verrückte Pumalope! Was ist denn da alles gehabt? Da geht alles kaputt! Lassen wir jetzt mal in Ruhe! Warum eskaliert denn da immer alle 5 Minuten alles? Und komischerweise immer dann, wenn ich gerade angegriffen werde! Scheiß Behinderung! Schieß jetzt den Trottel da raus, was ist mit ihm? Archie, weißt was, du, geh in Nahkampf! Jetzt muss ich Franzi wieder da schießen lassen da. Geh mir weg. Mike! Der Schlagen! Steffi, Obi! Ja, hergottselig! Du Arschloch! Zurück ins Sklavenbett! Steffi, Obi da. Wann kommt denn jetzt der... Oh, der Typ kommt. Elena, alles Zeit auf die. Franzi, du bleibst ganz hinten. Jetzt hat der da hinter Deckung, ich glaube, ich kotz. Er hat er schon im Gesicht. Mike, du kommst von hinten und haust dir mal aufs Maul. Na! Na! Ja, lauf! Lauf, 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 lauf! Oh mein Gott! Schießt auf das Viech! Schießt auf das Viech! Ah! Alarm! Alarm! Feuer löschen! Alle! Nicht mehr gut Solarpanel! Nicht mehr gut Solarpanel! Oder wir haben einen Kopf aber geschossen, sehe ich das richtig? Ja, passt! Mike putzt gleich zusammen, wunderschön. Alter, ich bin narrisch. Ich bin narrisch! So, ja, was ist? Ja, Steffi, bau mir einen. Steffi, bau mir einen. Warum hat denn jetzt das wieder keinen... Ach, hat unser Strom weggesprengt oder was? Warum hat jetzt das keinen Strom nicht da? Warum hat unser Tiefkühle keinen Strom? Zieltemperatur -2. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, ist hochgeschlossen. Oder hat es da einen Strom weggesprengt oder was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich sag doch da eine Linie, warum verstehe ich es nicht? Warum? Warum hat das... Ach, wegen der Sonneneruption, da geht gar kein Strom, gell? Ihr narrisch, Alter. Hungernde Tiere im Gehege. Ja, dann frisst euch meinetwegen gegenseitig. Ihr habt auch das kleinste Problem, das ich hab. Jetzt soll ich mir erstmal einen aufkochen. Einfache Mahlzeit kochen. Machst du mal 30, die müssen gelangen. Das ist ein Wahnsinn. Da der Salas ist wieder zusammengebrochen. Fang doch mal den Trottel nicht. Zurück ins Sklavenbett bringen, ja. Das ist der einzige Handwerker, den wir noch haben. Was ist mit dem Salas? Feit dem was? Nein, er ist behandelt. Passt. Franzi liegt auch schon wieder am Boden. Meine Güte. Meine Güte. Franzi liegt einfach in der Kühlkammer drin, weil, wissen wir nicht warum. Du sollst einmal kochen jetzt! Kochen! Mir egal, ob du krank bist oder nicht. Du musst jetzt mal Essen machen. Das ist ein Wahnsinn mit dir. Kruzifix. Alter, der hat Jade fallen lassen. Ja, hab ich schon gesehen. Da. Aber die Jade hilft und die kannst du auch nicht fressen. Kannst jetzt, da liegt noch eine Waffen. 1000 Rauchblatt. Mein Gott, jetzt waren wir gerade wieder so halbscheirig gut da gestanden. Und flippen wieder alle aus. Kruzifix nochmal. Trockenfutter, nicht Mahlzeiten. Da, Mahlzeiten schon auch. Wenn wir Mahlzeiten haben, jetzt weiß ich auch, was wir das meinen. Machen wir bloß 10 kleine Mahlzeiten und dann soll es schlachten. Was haben wir jetzt da? Der Jäger ohne Fernkampfwaffe interessiert mich nicht. Risiko eines schweren Zusammenbruchs. Ja, der scheiß Sklavendepp, den werde ich jetzt dann einfach auch wegtun, weil es mir wurscht ist. Weiß nicht, der hilft. Was tut jetzt Franzi wieder? Ins Krankenbett gehen. Ja, ist recht. Sklavenunterdrückung. Ist auch wichtig. Hat jetzt da irgendjemand den fauligen Truthahn gefressen? Sag ich das richtig? Zurück du jetzt, Alter. Da geht's zu. Da brauchen wir nur ein Alpaka-Mandal. Sau 1, Sau 2, Esel. Den scheiß Esel kann man eigentlich auch essen. Das ist unser einziger Baude. Ja, das stimmt schon. Deswegen tue ich ihn auch ungern weg.
Deswegen tue ich ihn auch ungern weg. Was ist mit ihrer? Heftige Schmerzen. Ja, aber was soll ich denn machen? Was soll ich machen, außer du kannst nicht noch mehr Dübel rauchen. Brudi. Franzi, du musst dann aufkochen, die 4 Sternmolle. Die Trockenfutter zubereiten, die 4 Sternmolle. Ach, Franzi, wieso geht's dir immer so schlecht? Erstmal ein Raucher, ja, ich weiß eh, wie es ist. Ich weiß eh, wie es ist, erstmal ein Raucher und dann nochmal ein Raucher. Rauchen wir jetzt schon 2 noch am Aufstehen, oder was? Stimmung ganz schlecht, Gesundheit auch nicht so super gut. Das ist schlecht. Das ist einfach schlecht. Das ist schwierig, Alter. Schwierig. Die scheiß Truthähnen, die kacken auch alles mit Ohr zu. Sollte man nicht einmal... Haben die eigentlich... Jetzt wenn noch einmal ein Viech drüber läuft, wenn ich draufklicke, wie narisch. Klicke doch mal das Ei an. Ich möchte gerne das Ei anklicken. Tu da ein Ei befruchtet. Warum hatten die immer alle befruchtet? Gibt es ja keine normalen Eier. Aber für Eier zum Essen, glaube ich, braucht man Gickerl. Das geht, glaube ich, erstens schneller. Und zweitens kannst du da hungernde Kolonisten. Der Salas, da musst du halt was holen, du fauler Hund. Was ist mit dir? Oh, unser Strom klang übrigens richtig gut, siehst du das? Die Batterien sind gestopft voll. Dann kann man nämlich auch langsam einmal anfangen mit, pass auf, diverses, ne, Möbel. Wall Lights. Und zwar einmal hier und einmal hier. Einmal hier und einmal Maschinenbau abgeschlossen. Jetzt können wir dann wahrscheinlich bald was halbwegs Brauchbares machen. Schusswaffen und Prothetik ist auch nicht schlecht. Da kann man dann Holzfirsten so einen Scheiß machen. Ja, Rückstoßlader, leichte MP, Pistole, Gasdrucklader, schwere MP und so. Und die Mini-Geschütze, die sind wichtig. Autokanonenturm und die Geschütztürme. Ja, da skillen wir mir jetzt durch, ich wird Sau. Damit wir mir mal ein bisschen Verteidigung haben, weil das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Ob da der Strom hingelangt bis zur Laterne. Bauen wir es lieber weg, Das können wir anders bauen. Bauen wir es lieber in die Nähe von dem Stromding da. So und so. Sau 1 hatte aufgrund von Hungersnot eine Fehlgeburt. Die Franzi, du musst jetzt einmal wieder aufstehen, wo der Wutanfall, Mike! Jetzt hört's doch mal auf! Was ist denn mit euch? Der Mike flippt schon wieder, haut alles kaputt, Mike, hör halt auf! Jetzt hat er einfach den Bonsai-Topf zusammengehauen. Seltene Trumbos! Jetzt, wenn wir 8 Selbstschussanlagen hätten, dann da das herbeten, aber die bringen uns um. Die brauchen wir nicht angreifen. Was natürlich super krasser Zufall war, wenn wir die zähmen und dann haben wir ein zahmes Trumbo. Weißt du, was dann los ist? Okay, 3 Stunden lang kiten. Das haben wir lieber nicht. Normalerweise mache ich es so, aber nur wenn ich 1, 2, 3 so Schussanlagen habe, damit es wenigstens einigermaßen zeitnah sterben. Und nicht erst nach 4. Mike, was ist mit dir? Kannst du bitte dein Zimmer in Ruhe lassen? Was ist mit dir? Ja, super, komm, zusammendroschen, klangt das nicht? Klangt das nicht, sag? Mike! Mike! Ja, Peter, dann schlafst du jetzt am Bass. So, und jetzt putzt du es zusammen, du bist der größte Volldepp, der andere sagt, das was ist. Mike! So nicht! Erst das Bett zusammendreschen und dann, mein Gott, jetzt kann ich da halt wieder Neues hinbauen, ich krieg einen Vogel. Mike, rauch mal einen, richtig springe ich. Ich wird deppert mit denen Leid. Franzi, wir brauchen mehr Trockenfutter, sonst verrecken uns alle Viecher. Du hast ein Stahlapparat in der Nähe entdeckt, das für der Fraktion irgendwas ist. Das interessiert mich erst ein Scheiß, was mit Stahl, ich kann ich auch nicht fressen. Viecher auch nicht. Franzi. Tu mich schlachten, Kim. Tu mich schlachten, tu mir die Pumalope schlachten und was weiß ich, was du jetzt tust. Aber, und kochen auf, Kim. Priorisiere Kochen an Herd. Kochen mal einen auf jetzt, weil das ist Wahnsinn, ist er so. Das ist wirklich Wahnsinn, die fressen den ganzen Tag den rohen Scheißträger und das ist nix. Das gibt wenigstens einen kleinen Boost. Behandlung benötigt. Von wem denn schon wieder? Der Mike, warum denn? Rechter Mittelzeh abgeschlagen frisch. Warum? Sprichwörtlich hast du einen Mittelzeh so hart an der Komodo gehauen, dass es kaputt gegangen ist. Dafür ist er jetzt halt einfach weg.
Ja, gut, Mike. Pech. Eigentlich soll ich die ausblüten lassen. Ich weiß auch nicht, aber da kommt der Archie und der tötet die. Birger und Mike prügeln sich. Nein, das darf man mir nicht. Das darf man mir nicht. Tu dich nicht obi. Was hat denn die Elena für ein Bedürfnis? Rohe Nahrung, Freundin Zenz gestorben. Wie lange dauert denn das noch? 3 Tage noch. Leichter Entspannungsmaß. Wenn wir mal die rohe Nahrung wenigstens wegbringen würden. Das gibt -7. Das, wenn bloß weg war es schon toll. Ja, dann, wenn man einfach im Allzeit ist, dann kriegt man sogar noch einen kleinen Mini-Buff, glaube ich. Das wird so viel helfen. Bei allen wahrscheinlich. Da. Wie schlief in der Kälte? Du hast doch eine Heizung, du Rindviech! Was muss denn das für. Weiß ich nicht, ich habe 21 Grad. Mach mal 25 Grad. Das ist Wahnsinn mit euch. Das ist Wahnsinn mit euch. Mit nichts zufrieden. Mit nix. Hungernde Tiere, ja, ich kann euch jetzt gerade nicht helfen, solange die Franzi nichts kocht. Kannst du vergessen. Fäulnis Heugräser. Sagt der große Bürger zum kleinen Bürger. It's a hard knock life. Was ist mit dem Silas? Der schläft immer nur den ganzen Tag. Ist anstrengend. Anstrengend, Kinder. Wenn wir langsam bauen könnten, ist da oder so eine Mauer rundherum da auf. Da oder so eine Mauer rundherum da dass die Angreifer von einer Seite kämen und dann bauen wir einer da die ganze Deckung weg und dann bauen wir eine Killbox. Das würde so viel einfacher machen, wenn wir ein paar Schusswaffen hätten. Momentan gelangt ja der Bong. Ist ja wurscht, Alter. Scheiß Autokorrektur. Was? Der ganze Erntefeit weg. Was? Oh mein Gott, das geht aufs Rauchblatt über. Müssen wir alles absaugen. Alles absaugen. Wesen wach. Das muss der Birger und der Mike machen. Birger und Mike! Feldarbeit! Mike, ist mir wurscht, ob dein geschissener Zeher jetzt da anfällt oder nicht. Mach hin. Besessen von Leichen. Salas. Salas ist innerlich zerbrochen und hat eine Obsession für Leichen entwickelt. Er wird eine Leiche ausgraben und sie öffentlich zur Schau stellen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Jetzt grabt er Zins aus. Jetzt grabt er, was du was. Jetzt grabt er Zins aus, Alter. Was ist mit dem Spey, Alter? Was ist mit dem Spey? Was ist mit dem Spui? Was tut er jetzt? Wo ist er? Und dann legt er es einfach ins Esszimmer auf den Tisch auf. Alter, ich flippe aus. Alter, was ist mit dem? Was? Alter, was soll? Also, grab's wieder ein, Franzi, du musst eingraben. Start die Party der Träume. Nein, eingraben, so ist das. Zu schwer. Warum zu schwer, Alter? Du sollst doch grob jetzt die Zins. Was? Wegtragen, Zins. Tu jetzt die Zins weg. Dann legen wir es da hinten haben. Nein, du vergrabst halt. Was tut denn die Elena jetzt? Jetzt legt er einfach den anderen in das Grab ein! Mike, kannst du bitte die scheiß Dinge, muss jetzt da jedes einzelne anklicken, damit du das wegmachst. Mike, mach bitte jetzt einzelne weg, vorher gehst du nicht ins Bett und wenn ich jetzt einzelne anklicken kann, dann haben wir wenigstens ein Problem weniger, Alter. Ein Problem weniger. Eins bloß. So. Ich bin narrisch. Birger, ich weiß nicht, ob dir das schon wer gesagt hat, aber wenn du um deinen Kühlraum doppelte Wände bebaust, dann funktioniert der viel besser Temperatur, dies, das. Nö, hat mir noch keiner gesagt, aber -x Grad klang überall hin. Also es ist nicht nötig.
Truthähne 5 kann wieder laufen. Ja, das ist schön für die Truthähne. Mike, Sabit das Zeug weg. Komm. Das da auch weg und das tust du auch gleich noch weg. Sonst fault uns die ganzen Ernten weg und wenn die Bamboy wegfällt, dann bin ich grantig. Und wehe, das Trumbo greift uns jetzt so, dann ist vorbei. Was ist denn das da? Kostenlose Dryade. In Stable Health. Drücken wir mal auf Jagen. Warnung, Dryaden können angreifen, wenn sie verletzt werden. Okay, jagen wir es doch nicht. Nein, da kriegen wir bloß wieder mehr Probleme, wie wir haben. Truthähne 3 kann wieder laufen. Ja, das freut mich. Grütze fix nochmal. Franzi, du tust jetzt, wenn du aufstehst, nichts anderes wie verdammt nochmal Trockenfutter herstellen. Gibt's da auch, wie soll ich sagen, eine Trockenfutter zubereiten? Details, wir haben nur Heu drin. Nur. Da haben wir 3904, das muss gelangen. Erlaube organische Materialien, die noch nicht am Verrotten sind. Ja, natürlich. Ich bin total irre. So, wo ist denn jetzt der Salas? Der Salas ist immer nur am Durchdrehen. Was tut er? Leute beleidigen oder was tut er? Umeinander wandern. Ja, super. Keiner kann was. Bauen, nix, null. Weg mit dem Mike, weg mit dem Archie, weg mit dem Salas. Das ist ein Wahnsinn mit denen. Freundin Zenz gestorben. 1,8 Tage noch. Hungrig. Ja, dann darf ich aufstehen, darf was essen. Meine, warum nicht mal wieder ein Tier zähmen? Weil es bloß wieder ausflippt. Wir haben ja so viele Viecher, die fressen uns Tor vom Kopf. Normalerweise sollte man zwei so Alpakas schlachten. Damit mehr Ruhe ist. Und einmal alle zum Transport verdonnen. Und zum Reinigen. Weil sonst schlachten wir es wieder da drin und dann fressen die anderen Viecher zusammen. Und kriegen wieder irgendeine Seiche oder sonst irgendwas. So, Franzi, du kannst schon rauchen. Alles cool, wandert umher, nix. Kann Kreatur nicht schlachten, brauche Material. Das ist doch Bullshit. Trockenfutter sollst du zubereiten. Erlaube Frisches. Wieso tut's das jetzt nicht? Kann Kreatur nicht schlachten. Kein Material zum Kochen? Alle gut, weil wir kein Holz mehr haben. Weil der... Oh Gott! Wie viele Bauteile haben wir? 22, oder wo kommen die her? Möbel! Salas, bau das Ding jetzt ab, Alter. Ich zwinge euch jetzt, ich peitsche euch jetzt bloß nicht durch. Wir brauchen einen E-Herd, Produktion, elektronischer Herd. Schusswaffen, ja, Kimagera, Rückstoßlader, forschen, weiter geht's. Bau den Herd jetzt ab, du Zigeuner. Elektroherd, jawohl. So. Und brauchst gar nicht umeinander. Gleich weiterbauen. Brauchst du gar nicht umeinander wursteln jetzt da wird jetzt weiterbaut. Man braucht Fleisch zum Trockenfutter, das ist da aber nicht gestanden. Das ist da Arbeitsaufwand 8, benötigt 1 Nahrung Materialien, Bereite Trockenfutter aus Fleisch und pflanzlichen Zutaten. Ja, okay, vielleicht doch. Unbefruchtete Eier. Weißt du, Milch war auch mal toll. Der scheiß Esel bringt uns einen Scheiß drin, wir brauchen eine Kier oder irgend sowas. Die permanent, was stehen dann da ein? Alles geht in Krombach zu. Seit 10 Zis. Wolltest du selbst, das ist richtig. 10 war einfach der Mann der Kolonie. Ja, dann weiß ich auch nicht, so mal tierische Produkte oder einfach. Du hast mal tierische Produkte, ja, vielleicht kriegen wir dann was zusammen. Ah, die befruchteten Ohr. Ah, die scheiß Ohr könnt's fressen, ihr scheiß Trottel. Haben wir jetzt einen E-Herd, da müssen wir wieder einsteigen. Einfache Mahlzeit kochen, ja, und zwar bis wir, nein, nicht 110. Bis wir 20 Stück haben, das muss gehen. Aber wir haben ja nichts. Kartoffelpflanzen sind alle, die haben alle bloß 89, jetzt ist dann Winter, Alter, wir verhungern alle. Dann müssen wir Tiere schlachten, ich sag das, wie es ist. Was haben wir denn da? Muffalos, nein, die kennen sie wehren, das die haben wir nicht. Hengst, weg, Stute, weg. Esel, weiblich, weg. Hirschen, jawohl, Hirsch und Hirschkier, alles weg. Alles weg. Alter, haben da viele Hirschen, wo sind die alle?
Hirschkuh, Alter. Alles jagen. Alles her mit die Viecher. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Franzi, dann rüste dich aus mit einem normalen Bogen. Bewaffne dich Kurzbogen. Franzi, nehmen wir einmal weg vom Forschen. Das ist nichts für die, das sollen die anderen machen. Dann kannst du mal jagen gehen. Was haben wir noch? Wenig Medizin, wenig Nahrung, hungernde Tiere, warme Kleidung benötigt. Ja. Haben wir. Was ist da jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt wieder? Warum liegt denn jetzt der Archie wieder am Boden? War 2 Sekunden nicht aufgepasst, dann liegt der Archie am Boden! Weil der Mike ein Beleidigungsturm. Ich flippe aus. Mike, fang. Was ist denn da wieder? Hallo, merci dir! 10 als 2 und du weißt es! Kleiner Tipp, mach zwischen die Felder mindestens 3 bis 4 Quadrate Abstand und leg am Boden dazwischen, schaut besser aus. Und die Fäule hat es schwerer auf andere Pflanzen überzogen. Die Scheiße wird noch häufiger kommen. Das fällt mir auch immer erst ein, wenn die Seuche dann da ist. Ja, hast du recht. Machen wir in einem fortgeschrittenen Stadium, falls wir uns da jetzt jemals endlich einmal da fangen, weil sonst wie narrisch. Was ist denn eigentlich mit den Dübel? Haben die auch gefroren? Rauchen die gefrorene Dübel? Eigentlich hätte man Archie flackern lassen sollen, eigentlich hast du recht. Aber der muss noch forschen. Eigentlich hätte man flackern lassen sollen, ich sag das, was ist. Recht hast du eigentlich. Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Warme Kleidung benötigt. Hungernde Tiere. Ja, Leute, ich weiß nicht. Alles geht am Bach. Haben wir jetzt schon einmal so ein Tier gejagt? Oder wie schaut's denn aus da? Alter, Andorf, so, siehst du das? Franzi ist auf der Jagd. Auf der Jagd! Einen hat's getroffen. Ja, und jetzt hörst du wieder auf, oder was? Ja, das hilft jetzt nichts. Tiere, Sau 1, Eber, Ferkel, Sau. Was ist denn mit der Sau 1? Was ist denn mit der? Was ist denn mit der? Sau 1 has life-threatening Unterernährung. Tja, dann werden wir es wohl schlachten müssen. Rette Sau. Na, die retten wir nicht. So. Lichter installiert. Wunderschön. Machen wir Kopie. Die bauen wir unten hin. Was ist denn jetzt? Beleidigungstour Birger. Mein Gott, die haben echt hart schwierig am belustigt zu halten. Ja, weil alle unterernährt sind. Ja, jetzt geht alles am Bach runter. Jetzt geht alles steil den Bach hinunter. Dann war er 10 umsonst gestorben. Ist da beim Haus die Mauer kaputt oder was? Oder baust du da was? Wo? Da, oder? Tür aus Holz. Aber der Salas ist sich zu bequem. Den werden wir jetzt dann da einmal bauen. Tot, Sau 1. Und die andere Sau frisst schon wieder. Ja, Gott sei Dank. Salas, priorisiere wegtragen. Rauchblattexzess vom Archie. Mein Gott, hätte ich die bloß sterben lassen. Nein, ihr habt alle so instabil. Das ist unfassbar. Wir haben kein Holz mehr. Dann hacket mir ein paar Bäume um. Irgendwelche, die wo da umeinander stehen. Das ist mir jetzt wurscht. Hauptsache wir haben ein wenig Holz beieinander. So. Schaut gut aus. Da stehen auch so viele Bäume drin umeinander, dass bloß noch lächerlich ist. Kann man da nichts hinbauen, dass da keine Bäume mehr wachsen? Trag doch deine 3000 Heu einfach zu die Viecher. Das fressen sie ja nicht. Die fressen ja nicht bloß Heu, oder? Oder doch? Fressen die das Heu? Ist euer Ernst ist jetzt dann... Ja gut, schauen wir halt einfach mal. Alpaka und Esel fressen Heu. Gut, das ist ja schon mal Epsi. Dann Heu weg. Irgendjemand tragt schon. Archie erst mal sauber einrauchen. Jawohl, haben wir wieder ein bisschen Fleisch da. Ein Hirsch liegt noch drin. Jetzt kochen wir ihn auf. Franzi, was tust denn du schon wieder? Ja, kochen. Kochen, wichtig. Sehr schön. Irgendjemand müsste da mal putzen. Wo ist denn das Sklavensepp? Sklavensepp? Was konsumiert Schweinefleisch? Nein, das tust du ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt tust du das nicht. Du wartest, bis er einfach im Mahlzeit fertig ist, wie alle anderen auch. Und putzt jetzt erst einmal die Bude. Putz die Bude im Buxtehude. Was ist denn jetzt mit der Elena? Die fällt einfach zusammen. Gibt's beim Kochen nicht auch die 4-mal-Option? Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt. Ich glaube, leckere Mahlzeit. Einfache Mahlzeit. Wo ist einfache Mahlzeit? Ah, ich glaube, bei der einfachen Mahlzeit gibt es das aber nicht, oder? Doch, einfache Mahlzeit mal 4. Wiederhole, bis du 30 hast. Und so. Da braucht es natürlich dann für einen Schwung gleich 40 sichere Zutaten. Rettet jetzt eigentlich auch irgendjemand Elena oder bleibt die da liegen, oder? Aber spart sich 3-mal gehen. Ja, das stimmt. Oder sagen wir 2-mal gehen, weil sie muss, glaube ich, die 40 Fleisch kann sie auf einmal nicht tragen. Glaube ich. Schwierig, Alter. So, in unserem Workshop. Planen wir mal unseren Workshop. Produktion, was haben wir mittlerweile alles? Wir haben einen Haufen Zeug freigeschaltet. Ein Künstlertisch, eine Schlachtbank, einen Nähtisch, einen elektronischen Nähtisch, eine Schmiede, eine Elektroschmiede, eine Werkbank. Bauen wir mal eine Werkbank. Bauen wir mal eine Werkbank daher so. Zack. Und da lassen wir einen Platz dazwischen, damit wir, da kann man später so Werkzeugkastel ohne bauen. Und dann werden sie ein bisschen effizienter. Einen elektrischen Nähtisch. Jawohl. Ungünstige Temperatur da drin. Da werden wir Heizung einbauen müssen oder eine Klimaanlage wahrscheinlich. Und mal einen Strom noch hinlegen. Strom machen wir so. Das könnte hier haben. Dann brauchen wir natürlich eine Beleuchtung. Machen wir Wandlichterl. Das machen wir da so her. Schauen wir, ob das gelangt. Ansonsten werden wir auf der anderen Seite auch noch eins hin. Dann brauchen wir Möbel. Gut, wir haben kein Holz mehr. Das ist natürlich jetzt scheiße. Da müssen wir ein bisschen warten. Wo ist die Waldarbeit? Ein bisschen priorisieren. Archie, kannst du mal ein bisschen Holz hacken. Birger, kannst du auch mal ein bisschen Holz hacken. Passt. Quest aktiv brauchen wir nicht. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Die Elena schon wieder. Die hat schon wieder ihre Schrotflinten verloren, gell? Bewaffne dich mit Schrotflinte. Elena, los geht's. Wer ist denn jetzt eigentlich der Doktor? Das ist eine gute Frage. Unser Hauptdoktor ist eigentlich der Archie. Das ist der Einzige, der einen Skill von 4 hat und nicht bloß von 1 oder so. Oder von 2. Hälfte, wie viele Dübel haben wir eigentlich? Knapp 100. Mehr Dübel müssen her, Elena. Mehr dran. Was haben wir denn da? Handys. Können wir da handeln? Gib 5 Kräutermedizin an türkiser Lachs. Wie viel haben wir? Ja, okay, können wir uns haben. Bring's einer, vielleicht kriegen wir was Tolles. Kriegen wir da was Tolles? Bettler haben die gewünschten Gegenstände erhalten und verlassen das Gebiet. Hätte vielleicht lesen sollen, dass das Penner sind. Hoppala! Die kann man fressen. Oh. Verdammt! 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 Es war sogar Lachs gewesen. Verdammt! Kruzifix! Die waren sicher die Zeugen Jehovas, weil Bettler sind fraktionslos. Ja, super! Ja, vielleicht hat das Spiel so eine Art Kammermechanik wie in Skyrim und Fallout. Oder gibt's die Kammermechanik in Skyrim? Ich glaube nicht. In Fallout. Und dann passieren vielleicht einmal weniger Scheißsachen. Das war einmal ganz toll. Aber die kommen jetzt wieder, weil du denkst, du bist nett. Ja, nächstes Mal kommen wir dann zu 5. Ja, mehr Fleisch und Gewand für uns. So, haben wir schon wieder nichts zum Schlachten und zum Futtern. Was tut die Franzi? Die schlafen schon wieder alle. Kruzifix. Mike, kannst du mir aufhören, wegen deinem geschissenen Zehr da umeinander zum Jammern? Das ist ein Wahnsinn. Weißt du was? Putz mal lieber. Putz mal lieber die Bude. Und dann fangen wir es mit Pflanzen an, oder was weiß ich, was du tust. Rauchblattpflanze oder was weiß ich. Karma in Rimworld. Fuck you in particular. Seit wann ist eine Schrotflinte eine Fernkampfwaffe? Ja, es ist zumindest keine Nahkampfwaffe. Na, was ist denn jetzt wieder? Rauchplatte, Exzess, Elena. Ja, kiff dir deine Birnen blutig, Alter. Kiff dir die Birne blutig, rauch rein in dein Shell. Solange es kifft, da rauchen sie erst einmal ein paar Salas und Elena. Steffi ist am dran, wie ein Narische. Wie ein total Narische. Was hatten die da schon für einen Skill eigentlich? Handwerk, 8. Oder was skillten die da eigentlich, wenn's das tut?
Was skillt die da? Was ist denn das? Das ist der Handwerkerplatz, oder? Die kriegt Handwerk dazu. Ja, Rauchplatz süchtig, Elena. Ja, natürlich. Natürlich. Ihr sollt zum Jung gehen. Arbeit, jagen. Da haben wir nicht viel. Elena. Mike. Schlecht. Der Archie kann noch zum Jung gehen. Ja, können wir auch nicht. Das war ja hin, also wurscht. Was haben wir denn für Viecher da? Können wir irgendwas schlachten? Alpaka. Da, das ist 17, das Alpaka. Truthähnen haben wir ohne Ende, die brauchen ganz schön lang, bis sie groß sind. Schweindeln. Da, der Bab hat das Tochterfackel gefegelt, die ist schwanger. Jetzt ist wirklich gleich alles auf 1. Ja? Geht den Bach runter. Geht den Bach runter. Elena hat genug von Rauchblatt. Derzeit wird's saubere Unzuchtfackeln. Das sind lauter totale Mongos. Was ist eigentlich mit dem Muffalo? Das kann man nicht, das scheiß Muffalo, das so abhauen. So, was tut der Salas? Baut es aber ab, das ist recht. Ist jetzt da drin eigentlich dunkel, hell 50%. Das heißt, wir müssen da wirklich 4 Lampen einbauen. Ist das euer Ernst oder was? Grütze fix nochmal. Ja, dann der wir halt. Dann der wir halt. Was haben wir noch für Räumlichkeiten? Da noch ein Lamperl her. Da noch ein Lamperl her. Wunderschön. Wunderschön. Was können wir bauen? Aufgabe hinzufügen. Wir können ja endlich einmal so halbwegs Sachen bauen. Repetiergewehr. Ah, das kostet Bauteile. Fuck, wie macht man gleich wieder Bauteile? Ist das nicht dann auch Mikroelektronik und so ein Scheiß? Was ist denn ein Autobahn? Schlafbeschleuniger. Lauter krasse Sachen. Ja. Fenster. Sonntag, Ruhetag ist ein berechtigter Punkt. Warum gibt es? Habe ich mich auch schon ein paar Mal gefragt, warum es keine Fenster nicht gibt. Bauteile findest du in die Berg? Ja, das weiß ich schon. Die habe ich aber letztes Mal schon alle in Auftrag gegeben, die, wo wir rundherum haben. Nein, da sind noch welche. Schauen wir mal. Da an die Berge. Jetzt duscht es halt gerade. Da sechst halt nichts. Ansonsten kann man Bauteile ja oft von Händen. Da haben noch welche. Warum, was auch immer Bauteile im Berg verloren haben, ich weiß nicht. Da haben noch 3. Da ist nichts, da darf man nicht aufmachen, da sind irgendwelche Aliens drin. Und da ist noch 1. Naja gut, wird schon. Fortschrittliche Bauteile muss dann herstellen, weiß ich. Oder auch beim Händler kaufen. Die sind aber schweineteuer. Also das weiß ich auch noch. Künstliches Licht geht eh nur bis 50%, Growlight hat dann 100. Ach so. Aber warum? Ja, tatsächlich. Nein, das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Ja, trotzdem, die paar Lampen, was brauchten sie? Lampe 10 Watt. Ja. Was braucht Klimaanlage? 200. Ja, man kann man schon Lampen aufstellen. Da kann man schon Lampen aufstellen, Bedürfnis sehr hungrig. Mann, Franzi, ohne Scheiß, du machst jetzt nichts mehr, außer kochen, Alter. Tierpflege kannst du abschminken, kochen, ja und jagen musst. Weil wir sonst keinen anderen Jäger nicht haben. Das ist der Kass. Jagen und kochen. Eigentlich soll jetzt nur kochen. Ich sag das, wie es ist, aber es ist ja auch nichts da zum Kochen. Kruzifix. Kruzifix, wenig Medizin, wenig Nahrung, hungernde Kolonisten, Sklavenaufstand droht. Wenn der wieder durchtrat, dann bring ihn um das nächste Mal. Nein, wir können nicht. Das Muffalo killen, das hat 10% Chance, dass es sich rächt und dann stirbt einer von uns. Das ist nicht, aber du hast schon nicht ganz unrecht. Wir sollten es töten. Jetzt pass auf, wenn wir aufwachen, werde ich alle Kolonisten mit Fernkampfwaffe darum um das Muffalo. Ja, haben wir schon da. Also, Elena, Inventar, Schrotflinte, nicht reparieren, daher. Birger, hat Inventar, Keule. Franzi, Schlägern, daher. Salas,
kann eigentlich auch einen Bogen benutzen, oder? Bewaffne dich mit Kurzbogen. Lauf einmal. Mike, was hast du? Fernkampf 3, du kriegst einen Bogen. Oder hast du vielleicht schon? Nein. Bewaffne dich mit... So. Rückstoßlager. Fertig. Geschütztürme. Forschen. Die werden wichtig. So. Mike! Bist du auch ready? Jawohl. Gehst zur Franzi um mich. So. Und der Bürger, den brauchen wir nicht. Mike, der Salas, was tut der? Inventar. Salas. Salas, du Kackspacken, wo bist denn du schon wieder? Kurzbogen. Jetzt habe ich, glaube ich, beiden den gleichen Kurzbogen geben. So. Gehen wir daher. Ihr zwei geht's daher. So. Lasset uns beten. Oh shit. Alter, Muffalo recht sicher, das war One-Shot. Oh mein Gott, Gott sei Dank, Alter. So, Salas. Na, Elena, na, Franzi, deine Aufgabe. Rette Muffalo. Nein, nix da. Töte Muffalo. Schieße auf Muffalo, dann kannst du ein bisschen üben. Triffer, du hast einen Scheißdreck. Was passiert mit dem Fernkampf? Was würden das nicht besser? Kann man das nicht zum Üben hernehmen? Das ist natürlich nichts. Töte Muffalo im Nahkampf. So, ist brav. Und jetzt schlacht's. Nicht konsumieren. Schlachten. Na, was tust du denn jetzt? Wie es Ohr schlachten. Was für Ohr schlachten? Ach, die macht Trockenfutter, das Rindviech. Du sollst der Kreatur schlachten, du Mongo. Nicht Trockenfutter, mein Gott. Und bevor es jetzt wieder durchdrehst, schlacht das Muffalo. Mach was zum Essen. Mach was zum Essen, Franzi! Oh, da ist ein Esel einfach gewesen. Was ist mit dem Esel? Oh, und irgendjemand hat ein Reh gebracht. Ja, jetzt haben wir wieder Fleisch. Jetzt haben wir wieder ein wenig Fleisch. So ist recht. Rauchplatz gesehen, es ist mir wurscht. Franzi, jetzt mal sauber abquatzen. Jawohl. Archie, ja, erst einmal. Irgendjemand druckt das Hai umeinander. Soll mir auch recht sein. Rauchplatzsüchtig, Steffi und Archie, alle sind jetzt rauchplatzsüchtig. Also wenn ich eins weiß, dann, dass uns das Rauchblatt nicht mehr ausgeht. Jahreszeitbedingt ungünstige Temperatur. Ich hoffe, dass uns das Rauchblatt noch gelangt. Ich hoffe schwer. Ja, schaut schon wieder ganz gut aus. Haben wir wieder ein paar Mahlzeiten da, sehr schön. Jetzt wollen wir noch ein paar Kartoffeln hätten und so einen Scheiß, wenn das nicht alles so... Wachstumsrate 0%. Das dauert alles ewig. Wie schauen unsere Batterien aus? Schaut auch ganz okay aus. Verlieren wir langsam. 600 gingen maximal eine und wir verlieren wir langsam und sehr überschaubar. Bis an den nächsten Tag langt es leicht. Eisilieren für den Winterbur! So ist leider nicht so einfach. So, was können wir eigentlich sonst noch bauen? Wir könnten ja einmal Helme bauen. Das war mal Fortschritt. Oder so ein Westen war auch schon mal toll. Weißt, wenigstens ein Westen und ein Helm. Dass, wenn es zum Kampf kommt, dass man sich das, ich weiß es auch nicht, damit man mal ein Gewand hat. Wie viel Menschenhaut haben wir überhaupt? Da, Menschenhaut 50. Ist das nicht mehr? Menschenhaut haben wir 239. Sollen wir uns einmal saubern im Mäntel? Ich bin einmal für saubern im Mäntel. Transportkapsel Absturz! Ein Leibwächter namens Saul stürzt mit einer Transportkapsel in der Nähe ab. Sollte er den Aufschlag überleben, wird er vermutlich schwer verletzt sein. Saul gehört zu der feindlichen Fraktion Vitenium. Du kannst ihn einfangen, um ihn zu rekrutieren oder zu versklaven. Kann der so? Nahkampf, Fernkampf, Handwerkern kann er. Was der man mit dem? Schaut ein bisschen aus wie der Baby Jesus. Versklaven, oder? Was darf man sonst damit so? Ich darf ja lustig finden, wenn er der Sklave versklavt. Wieso kann er das nicht? Kann nicht einfangen, keine Gefängnisbetten. Ja, Kruzifix. So wird das gleich. Gefangene. So, Salas. Fangst noch mal. Fange.
Fremde sind gefährlich. Oh, der Organhandel, ja, stimmt. Stimmt, der Organhandel. Erst einmal fangen. So. Jetzt passen wir an. Wir könnten ja auch mal seine Ohrwaschel abschneiden. Wir können sogar einschläfern. Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns die linke Lunge, die linke Niere und dann das Herz. Sagt's denn da dazu? Ich würde schon sagen. Rechte Lunge. Tust du mal die rechte Lunge ausschneiden. Hopp, außer damit. Joint verabreichen. Was, kann man das? Oh, da ist eine Operation. Kann man das? Rauchblatt-Joint verabreichen. Tatsächlich. Man kann ja mal Gebiss implantieren. Was zur Hölle ist denn mit denen? Kann man eigentlich einen ganzen Roboter bauen, bloß dass der Tor so übrig ist, da ich eigentlich auch feiern. Kritischer Alarm, Rettung benötigt. Wo denn? Was ist denn mit dem Biergeiz auf einmal wieder? Ja, den Rauchblattrausch und Hypothermie. Weil es da drin eiskalt ist, müssen wir Heizung bauen. Temperatur, Wallheater. Mike! Bleibst du einfach daneben stehen und schaust zu, wie der stirbt, oder was ist da? So, Stich behandelt, pass mir an, Körper, ja, jetzt wird er erst behandelt und dann wieder, ja, Organ entnehmen, rechte Lunge. Ich glaube, das werden wir einen Archie vornehmen lassen. Was tut der Archie so? Entkleide soll, priorisiere Füttern, priorisiere Operationen soll. Da die vorschlagen. Ah, schauen wir mal, was passiert. Da kommt der Archie. Achtung. Da kommt der Archie. Und was tut der Archie? Entfernt der Körperteil. Tja, Soul, das haben wir uns wahrscheinlich anders vorgestellt. Dann machen wir ein saures Lingerl. Richtig erkannt, Herr Glockengießer. Scheint sauer, da drücken wir mal auf 3, damit es ein bisschen schneller geht. Was mir halt nicht gefällt, ist, dass man die Viecher da nicht aufteilen kann. Obwohl man da eigentlich sieht, was für Bereich ist. Und der ist halt neutral, habe ich mir gedacht, und überschneidet sich. Aber die misst leider nicht so. So, außer mit dem Lingerl. Schön. Körperoperation. Jetzt haben wir noch eine linke Lunge, rechte Lunge. Oh, was haben wir denn jetzt da? Operation an Soul gescheitert. Oh, einen kleinen Fehler gemacht. Ja, dann probieren wir es nochmal. Herz. Das Herz hat jetzt einen Schnitt. Ja, dann nehmen wir, was ist denn Mehrwert? Lunge oder Nieren? Ich nehme mal seine linke Nieren. Ja, priorisiere Operation. Alter, was war denn das? Wir haben jetzt da mit der Schrotflinte so nachgeschossen. Was war denn das jetzt? Ach, da hat bei Räder geschossen. Hey, jetzt haben wir es aber beieinander. Schau hier. Elena. Elena ist richtig gut gelaunt. Schau hier. Absoluter Entspannungsmangel. Schliefende Kälte. Vielleicht zuhört man auch mal. Was? Ach oh Gott, das habe ich schon gemeint. Das ist der andere halt gestorben. Haben wir wenigstens also Organe rausgeschnitten? Nein, haben wir wieder nicht. Kruzifix. Ja, weil wir keinen gescheiten Doktor nicht haben. Kruzifix. Das hätte schon nicht geschaut, so ein Herzal. Was haben wir noch? Trauer, Salas ist zusammengebrochen und läuft traurig umher. Der auslösende Faktor war aus Trockenfutter. Ja, dann bist du halt aber auch selber schuld, du Trottel, wenn da Essen drin ist. Oh, wir haben einen Besucher. Ein Krieger der Fraktion Union der Toro besucht die Kolonie. Er heißt Ja, das ist schön. Dem können wir halt leider nichts tun, weil, weißt du schon, das sind ein paar Freunde rundherum brauchen wir auch. Sonst greifen sie uns ja bloß noch an. Ja, dann essen wir einen Soul halt. Ha? Sein Tod war nicht umsonst. Was wir auch mehr einsteigen könnten ist, wenn wir 30 einfache Mahlzeiten haben, dann kann man doch einmal 30 leckere Mahlzeiten aus. Kann man das nicht gemischt einstellen? Es gibt aber vegetarisch, gemischt und Fleischmahlzeiten. Da ich jetzt natürlich sagen, nur Fleischmahlzeiten, das schon passen, aber die ist ja doch recht teuer, da braucht man nämlich 2 Zutaten. Ich glaube, das haut eh nicht hin, solange wir keine Kartoffeln und so einen Scheiß haben. Der Farbtausch schreibt, so, jetzt mal heute Rimworld gespielt. Ist ja im Steam Sale und nach 8 Stunden am Stück verrecken wir 2 von 4 Leuten wegen nix. Das ist so ein Hammerspiel. Merci hat dir gesagt, dass du das mir so geschmackig gemacht hast. Mr. Farbdose, da braucht sich bei mir absolut niemand bedanken.
für alle, die noch skeptisch waren für das Spiel, ist es doch nicht ganz günstig. Man denkt eigentlich so, oh, ja, das ist ein 10 Euro Spiel. Ist es leider nicht, aber es ist ja gerade Steam Sale. Dann ist jetzt ein Großhändler, dann ist jetzt ein Zeitpunkt gekommen. Wir haben einen Großhändler gekriegt. Jawohl! Oder dann ganz! Ach, die kennst du den nicht. Ja, gut. Was tut Franzi, dieser Co. Mike? Was tust du? Knüppel aus Stahl ins Inventar nehmen, glattes Lieber ins Inventar nehmen. Du sollst mit denen jetzt handeln da. Handeln! Wenn er halt bloß ein bisschen einen Wert hätte, der Archie. Ja, er hat einen Forschungswert. So. Endlich sind wir mal in einem Menü, da wo es mir nicht einen Schädel zerreißt. Ganz ehrlich. Wenn wir ein Ferkel, wir könnten unsere Fackeln verkaufen. Nein, das dürfen wir nicht. Wir könnten uns Gänse kaufen. Nein, das dürfen wir auch nicht. Aber was wir da erkannt ist, Truthähne, Weibchen. Goebbels, ein Truthahn. Brauchen wir momentan nicht schlachten, den Truthahn. Ein ausgewachsenes Männchen brauchen wir nicht. Wir haben einen Goebbels, den verkaufen wir mal. Dann haben wir einen Ebersau. Wir brauchen auch nicht, den fetten Eber brauchen wir auch nicht. Da verkaufen wir den dicken. Wir haben ein erwachsenes Facki, das fegelt die Sau schon, das passt schon. Verkaufen. Die haben Gorsbeck. Hey, Gorsen? Das ist bloß ein Bog. Scheiße, ich meine, die haben vielleicht... unseren Esel verkauft man. Sag ich dir, was ist den scheiß Esel? Braucht man noch überhaupt nicht. Wir haben so meilenweit davon entfernt, da Expeditionen zu machen. Bock kannst du auch melken, ja. Ach Gott, Birger, nein, sag nix. Alpaka-Wolle, für genau das haben wir es, verkauft man. Kräutermedizin haben wir nicht, Joints brauchen wir nicht verkaufen. Oh, ein Burka. Sollen wir unsere Sklaven in Burkas umeinander laufen lassen? Oh Gott im Himmel, ne? Ja, Kleidungsstücke haben wir nicht recht viel, aber das ganze Lederscheißklump, da wo wir nicht viel haben, das verkauft man. Dünnes Leder weg, Echsenleder weg, Großkatzenfell haben wir bloß 16 weg, Wolfsfell haben wir nicht viel, Meerschweinchenfell haben wir nicht viel. Alles, wo wir so 200 irgendwas haben, behalten wir uns. Was haben die noch so? Gold verkauft man nicht. Wobei die Frage ist auch, was wir damit tun, aber wir können es auch nicht brauchen, also wirklich, oder ich weiß auch nicht. Bauteile kaufen. Wo war denn der Bauteil? Da tatsächlich. Bauteile. Ja, kann man nicht. Der hat keine Bauteile dabei. Das da ist unser Bestand und er hat keinen. Was ist denn für ein Händler? Blauer Affe, Großhändler. Ich weiß jetzt auch nicht. Schaut mich nach einem Tierhändler an. So ein bisschen. Er hat Viecher dabei und er kauft auch hauptsächlich nur Stoff und Kleidung. Und da können wir auch nichts brauchen. Ja, dann kriegen wir bloß Geld. Das Problem ist halt, der hat 816 Credits und wir daten jetzt kriegen 1300. Das heißt, wir könnten jetzt für 500 irgendwelche Sachen bei ihm kaufen. Die Frage ist, was? Mais und Pilze? Eigentlich kann man das Essen von ihm kaufen, ja. Ja, das schaut doch gut aus. Dann haben wir 500 Mais. Aber weißt du, was wir machen? Gemischt. Da machen wir mir 200 Mais, 200 Reis und 126. Oder machen wir 100? Dann kriegen wir 600 Gold und das ganze Kraft der Runden, das schaut richtig gut aus. Die Burka ist mir zu teuer, die können wir uns selber bauen. Wir haben ja jetzt einen Schneidertisch, die können wir uns selber machen. Eine Burka aus Menschenhaut. Das ist unsere Sklavenkleidung. So schaut's aus. Akzeptieren? Jawohl. War ein guter Deal. Guter Tausch. So, jetzt schauen wir mal, was unser Nähtisch so kann. Aufgabe hinzufügen. Was haben wir da alles? Eine Burka herstellen. Tja, dann machen wir doch mit 2. Ja, wir haben bloß einen Sklaven. Machen wir halt mit 1. Details. Alles aus. Außer... Verdammt, die kann man nicht aus Menschenhaut machen. Kann man nicht so lustige Sklavenkleidung machen? Da, Sklavenkörper... ein Sklavenkörpergurt und dann so eine Autoritätsmütze. Dann läuft da umeinander mit Wille, das bauen wir. Das bauen wir, ist mir wurscht, aus was kommen das bauen. Alpaka, Wolle, Hypergewebestoff, Leder, aus sämtliche... das kann man aus Leder machen. Aber Burka kann man nicht aus Leder machen. Das ist ja Pech für dich.
Dann machen wir den Sklavengurt aus Menschenhaut. Menschenhaut, jawohl. Und Sklavenhalsband. Noch besser. Jawohl. Sklavenhalsband. Aus was kann man das machen? Hergestellte aus Rohstoffe Gold, Plastahl, Silber und Stahl. Man kann mir natürlich ein goldenes Sklavenhalsband. Kann man natürlich auch machen. Textilien, Leder. Das geht auch aus Menschenhaut. Boah, ist das asozial. Hergestellt, alles ausgeschaltet. Tatsächlich Menschenhaut. Jawohl. So, wen lässt man das erste Mal schneiden? Steffi schon wieder. Steffi, du hast keine Zeit zum Schneiden. Du bist aber die einzige Schneiderin, die wir haben. Nein, die Franzi. Die Franzi tut kochen, gell? Jawohl. Wo bist denn? Steffi! Steffi, nach dem Aufstehen erst einmal einen abschneiden. Den werden wir uns heute noch anschauen. Das sag ich dir, was ist. Das werden wir uns heute noch anschauen. So, Steffi, wach werden. Wie lange schlafst denn du? Die produzieren wir noch und dann zwingen wir unseren scheiß Sklaven den Scheiß anzuziehen. Weil es mich reißt. Warum putzt denn da eigentlich keiner? Kann man das einmal etwas sagen? Das ist jetzt wichtig. Was? Wutanfall, Mike. Mike, was ist denn mit dir immer? Sag, haust jetzt wieder alles zusammen, oder was ist denn? Haust jetzt das Medizinbett zusammen. Und haust das Medizinbett zusammen, dann bauen wir ein neues. Aber was sie jetzt da gerade gebaut hat, glaube ich, ja genau, die ersten leckeren Mahlzeiten. Schön, da holt sie sich immer ein Fleisch und irgendwas dazu halt, 2 Zutaten. Und für diese leckere Mahlzeit, das ist immer so das erste, dann kriegen sie einen kleinen Buff, einen kleiner, wie soll ich sagen, Zufriedenheitsbuff. Und der schaut überhaupt nicht. Eigentlich war noch wichtiger, dass wir jetzt halt üppige Mahlzeiten machen. Das ist die noch mehr Stufen drüber, kriegen sie noch einen größeren Buff. Das heißt, machen wir eine üppige Mahlzeit mal 4, bis du 10 Stück hast. Ja, dann haben wir immer 30 einfache Mahlzeiten, 20 leckere und wenn wir die beieinander haben, dann machst du mal eine üppige, wenn wir noch die Materialien dazu haben. Rauschparty feiern zum Stimmung verbessern. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Können wir eigentlich in der Zwischenzeit auch mal machen. Aber jetzt, ja, Steffi schläft noch. Schauen wir mal. Starte Party der Träume. Starte Rollenwechsel. Bekehrungsritual. Ja, dann nehmen wir jetzt, pass mal auf. Sagt man nicht irgendwo, glaube an auch 26%, Änderung pro Tag durch Stimmung. Wir müssen einen Mike bekehren, einen Mike und einen Archie. Der Mike ist einfacher zum Bekehren. Das müssen wir mal. Starte Bekehrung. Konvertit ist aber der Mike. Wieso kann ich einen Mike nicht bezirzen? Ach, weil der gerade am Durchdrehen ist. Kruzifix nochmal. Das ist die ganze Zeit was anderes. Mike, hier halt jetzt einmal der Randaliererei auf. Schau mir, wie es da ausschaut. Das ist ein Wahnsinn mit dir. Ja, Wahnsinn. Steffi. Du musst dich ein bisschen entspannen und danach priorisiere Schneidern an elektrischer Ding. Jawohl. Schau hier, da holt sie sich aus dem Lager, holt sie sich ein wenig stellt Sklavenkörper gut her. Kältewelle, super! Da müssen wir noch eine Heizung einbauen, merke ich gerade. Wie machen wir das? So. Brauchen wir nicht die. Steffi, was tust denn du? Steffi, du sollst schneidern. Okay, du musst noch mehr Menschenhaut holen. Sehe ich das richtig? Ja. Da schau hin. Die gute alte Steffi. Jetzt schnipselt und her. Jawohl. Wie lange dauert das so? Ah ja, verbleibende Arbeit 100. Sitzen wir mir aus. Ich will den Sklavengurt. Den schauen wir uns heute. Es ist halt schon wieder 10 Uhr, Alter. Möchtest mich du nur noch verarschen. Dragon Soul, habe die Ehre an die Biergisten. Bin 2 Stunden spät, aber ich hau mich mal auf den Anfang vom 20 Uhr Stream zurück. Das tust. Stuhl vor die Werkbank. Oh shit, ja stimmt. Spreng. Gut gesehen. Gut gesehen. Mittlerweile haben wir auch wieder Holz, glaube ich. Wie viel Holz haben wir? 400, jawohl. Stuhl davor hin, da Stuhl davor hin. Wunderschön. Können wir nicht auch schon so eine Werkzeugbank daneben hinbauen, dass das effizienter und besser wird? Nicht, gell? Muss man die auch wieder extra erforschen? Was wird man da brauchen?
Automatiktür, Hydrol, Sprengfallen, Wasserradgenerator, Nährpaste, Löschschaum, Geothermie, farbige Beleuchtung. Jetzt kannst du das Ritual machen. Stimmt. Stimmt. Das werden wir jetzt auch schnell machen. Bekehrungsritual, Mike, alle dabei. Also hat er 50% Chance, weil der Raum so beschissen ist. Nein, das verkacke jetzt nicht nochmal. Da bauen wir uns lieber beim nächsten Mal einen Ritualraum. Dass das besser eine Chance hat zu gelingen. Nein, das ist nichts. Das ist nichts. Da müssen wir noch irgendwo einen Raum da bauen, wo wir uns den ganzen Tag bekiffen. Eigentlich weil heute haben wir nicht viel geschafft. Ich sag, das ist das absolute Chaos wieder ausgebrochen. Heugras ist erfroren. Wie? Ach so, ja gut, das passiert jetzt. Es ist halt Dezember jetzt. Hochwinter. Das Raucherzimmer sprengen, richtig. Nur eine Party der Träume, die können wir natürlich auch einhauen. Starte Party der Träume, die hat Zimmer 50%. Wir haben keine Gebetskissen, kein Rednerpult. Probieren wir es. Ich hoffe sehr, dass es wenigstens einen Pluspunkt gibt. Probieren wir es. Versammeln sie sich alle und kiffen sich Birnen voll wahrscheinlich. Unvergessliches Ritual, Party der Träume. Alle kriegen +8 Stimmung für 6 Tage. Super! Nein, jetzt hat es einfach Steffi umgehauen. Jetzt nicht mehr. Ja gut, es hat draußen nicht -16 Grad und ihr habt alle knocker, die Idioten. Was soll jetzt da sagen dazu? Warum ist unser Strom aus? Oh. Brauchen wir nur ein Solarpanel? Das wird jetzt nicht ganz einfach. Mit den verdammten Geschütztürme. Was bauen wir jetzt? Ich sag das, was ist, ich gehe sofort auf Geothermie. Aber die Heizungen halt ausfallen. Das ist das Problem. Und 2 Batterien werden wahrscheinlich nicht voll aufgeladen über den Tag, weil die 2 Solarpanels nicht genug produzieren. Wo ist Steffi? Die ist wieder da vorne bei sich im Keller drin. Wie viel Grad hat sie da drin? -7. Aber das ist nichts. Tagen brauchen wir mehr Heizungen. Mehr Heizungen hilft uns nichts. Machen wir jetzt so. Hoppala. Wie viel jetzt da? 5 Grad wenigstens. Ja, da ist kalt, aber da stirbt keiner. Strom. Da. Steffi ist eindeutig zu faul, das stimmt. Tja, dann werden wir das Sklavengewand halt leider doch nicht mehr sehen, fürchte ich, wenn sich Steffi aufs Öhrchen legt. So nicht, Kinder. Da krebst schon wieder so ein scheiß Faultier umeinander in meinem Zaun. Das hat doch nichts verloren. Wie schaut es mit den Batterien aus? Ja, besser. Der elektrische Werkbank braucht auch Strom, auch wenn keiner dran arbeitet. Besser abschalten. Im Ernst jetzt, oder was? Strom aus. Hinweis, mit diesem Befehl wird lediglich festgelegt, dass ein Kolonist den Schalter umlegen soll. Ja, das weiß ich. Wo ist denn die jetzt gestorben? Die ist einfach in der Tiefkühle gestanden. Naja, wenigstens ist es gleich tiefkühlt. Na, wieso denn Elena mit der Pumpgun? Nackedei. Ich muss einer Gewand zuweisen im Winter, weil sonst alle verrecken. Oh mein Gott, oh mein Gott, oder? Oh mein Gott! So, jetzt ist vorbei. Jetzt ist es einfach vorbei, oder? Jetzt ist Steffi gestorben und Elena gestorben. Einfach so.
Okay. Okay. The colony is fucked now. Nächster Stream. Welcher Stream? Boah, leck ist die. Das hab ich vorhin noch nie gehabt. Ja gut, ich hab halt noch nie als Nudisten gespielt. Ich hab nicht gewusst, dass die so schnell sterben. Also wirklich, tot. Das hab ich noch nie gehabt. Mr. Capricorn, Spielstand laden. Da wir mir auf Hardcore spielen, gibt es keinen Spielstand laden. Naja, der Winter kam überraschend. Ja. Ja, Freunde, das war's. Also ich sag das jetzt auch wirklich, wie es ist, das war's. Zu zweit sich da durchquälen, also können wir schon machen, aber scheiße. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Der Winter kam, wann er wollte und wo er wollte. Ja, Kinder? Das war halt echt Anarchie des Todes. Ist aber auch zugegangen wie Hölle, muss man. Aber das war schon gegangen. Solange der Bürger lebt, geht's weiter. Da muss er sich halt alles selber beibringen. Da muss er sich, das muss ich mir, ja, das hilft jetzt nicht. Ich sag das, ja, it is what it is, shit happens, Alter. Hilft nicht. Ich sag, aber, so schnell kann's gehen. Das mit dem Winter habe ich einfach nicht, habe ich jetzt unterschätzt. Der Was es schreibt, das trifft mich jetzt. Das Spiel ist unterhaltsam. Es ist wirklich der beste Geschichtenerzähler, den es gibt. Das ist, wie vorher, wie der ganze Scheiß passiert. Das kannst du musst das halt natürlich, wenn du so fokussierst auf die Optik von dem Spiel, dann funktioniert es nicht so ganz. Aber wenn ich dir das jetzt so erzähle, ist wie, wow, da hat uns das Nachbardorf angegriffen und in der gleichen Zeit kriegt Franzi einen Zusammenbruch. Na scheiße, wird Franzi von einem scheiß Riesenfaultier angegriffen und lauter sein Mist und dann ist der andere, unser Sklave, ist durchtrat, der hat auf einmal irgendeine Leichenscheiße hat er gekriegt und dann hat er Zins vom letzten Mal ausgegraben und hat es einfach ins Esszimmer getragen und hat es hergezeigt und lauter so ein Scheiß. Es ist wirklich gut. Es ist unfassbar gut. Mr. RE Gaming, was davon ist alles ein Mod? Nicht viel. Um ehrlich zu sein, nur so Quality of Life Sachen. Alles, was da so passiert, vor allem mit dieses Leichen ausgraben und zur Schau stellen, das ist keine Mod, das ist alles in dem Spiel da drin. Ich konnte meine Mods einmal zeigen, das schaut jetzt noch unfassbar viel aus. Mit diesem Hackerl da hinten dran. Harmony Core Ideology. Harmony ist so ein Standard-Mod, den du als Grundlage für andere Mods brauchst. Aber das steht in dem Workshop alles dabei. Ich habe sogar die Doormat habe ich sogar gehabt. Die kann man dann davor hinbauen und dann zinkt Viecher nicht so viel Träger und Leute nicht so viel Träger in die Bude ein. Quarry, da kannst du einen Steinbruch bauen. Huckslip, da weiß ich gar nicht, was das ist. Ist auch so eine Library für andere Mods. Perspective Doors, das habe ich nicht ganz verstanden, was das bedeutet, das habe ich nichts gesehen. Dann oben, dass meine Kolonisten nicht einfach nur mit so einem grauen Hintergrundbalken dargestellt werden, werden halt die farbig dargestellt. Also ganz einfache Sachen. Ein Animal Tab, dass man halt einen extra Tab hat für seine Viecher, das ein bisschen übersichtlicher hat. Increased Stacks, dass ich größere Stacks irgendwo healen kann und nicht bloß 250 pro Ressource, sondern halt mehr. Dann Icons für unsere Organe. Ein Mod, wo ich mir Defensivpositionen speichern kann auf Knopfdruck. Und so als RPG-Style-Inventar. Das Standard-Inventar von Rimworld ist genauso, aber nicht so übersichtlich. Da sagst du halt, ja, das ist Rüstung, das ist Kleidung, das ist Waffe, das ist Helm, das ist Hose und so weiter. Ja. Wallheaters, das waren die Heizungen, die wir gehabt haben. Normal haben das so Geräte, die du mitten in den Raum einstellst. Da kannst du es direkt in die Wand einbauen, damit es keine Zelle verbrauchen. Also nicht viel. Das sind jetzt so ein paar so Quality of Life Dinge. Sonst nichts.
Der Dampfexpress schreibt, Alter, sagst du, das Ready or Not Update ist brutal. Ich bin gerade von einem Attentäter in die Luft gesprengt worden, während eine Cracknutten mich versucht hat abzustehen. 10 von 10 Polizeigewalt. Ja, vielleicht sollen wir diesen nächsten Mittwoch. Vielleicht spielen wir diesen nächsten Mittwoch. Sag ich euch auch, wie es ist. So! Ja, letztes Jahr 4-mal Rimworld, dieses Jahr 4-mal Rimworld. Aber dieses Jahr haben wir viel weiter gekommen wie letztes Mal. Viel weiter. Und das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Ja, ich werde mich anstrengen, dass ich den Spielstand nicht verliere. Ich werde mich anstrengen. Kann aber passieren, dass ich mir gegen Ende des Jahres einen neuen Rechner gönne. Kann passieren. Und dann kann es natürlich passieren, dass die Spielstände allesamt weg sind, weil ich es irgendwie verkacke oder nicht droding. Aber das, was der Sprenger ja schreibt, es ist auch nicht ganz unrichtig, ist nicht halb so spektakulär, Herr Dampfler, wie bei uns. Steam Cloud regelt, da kriege ich bei Rimworld immer komischerweise die Nachricht, dass es nicht synchronisierbar ist. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Neuer PC sponsert bei Austria. Du, ist einfach nicht bloß Donations, die ich da krieg. Mal so nebenbei. Und neuer PC, den könnte man auch so kaufen. Okay? Da brauche ich kein Sponsoring aus Austria. Aber es gibt natürlich gelegen, braucht man nicht schmerzen. Und natürlich, solange diese Streamerei so ist, wie es ist, und ich habe euch, und es sind ein Haufen Leute da, und es ist nun mal, wie es ist, dann werde ich mir einen gescheiten PC herstellen, den ich mir privat niemals kaufen darf. Ja? Neue RTX-Generation, etc., etc. Ich habe ja schon ein paar Teile in dem Rechner drin, die eigentlich für den neuen Rechner gedacht sind. Vom Netzteil, die NVMe-Festplatten, meine 2 neue SSD-Festplatten und so weiter, kommen alle in den neuen PC mit rein. Es liest sich halt so geil. Der Sklave trat durch und kriegt einen Leichenflash, grabt die tote Zenz aus und legt's auf den Esstisch. Der Sonntag Ruhe 3, wie viele Leute waren heute so da? Am Mittwoch sind es generell immer weniger. 700, 800, es sind immer noch, nicht falsch verstehen, es sind immer noch verfickt viele Leute, ja? Das, wenn man vor 5 Jahren gesagt hat, bei dir sitzen im Stream irgendwann mal 800 Leute, dann hätte ich gesagt, heute ein Fotzen. Aber am Montag waren es halt 1600. Deswegen sage ich, es sind weniger als normal. Und für alle, vielleicht haben neue Leute dabei, keine Ahnung, ich streame auf YouTube und Twitch gleichzeitig immer. Ihr könnt zuschauen, wo ihr wollt. Ich sag's euch ganz ehrlich, mehr Bringer tut's mir, wenn du auf YouTube zuschaust. Ich sag es dir, wie es ist, weil es einfach einen Algorithmus triggert. Aber um Gottes Willen, Pro-Gamer schauen auf beide Plattformen gleichzeitig. Der Bayer schreibt, du, das mit dem Reihenwaffe ernst gemeint, wenn's magst, können wir uns einmal zusammenschreiben und dann machen wir das. Du, ich hab jemanden, der auch kalt reichert, ich weiß auch, wie es geht und so, und da hätte ich nicht weit hin. Das ist ein sehr nettes Angebot, aber ich mehr jetzt halt selber machen. Ja, der Weg ist das Ziel. Ausprobieren, scheitern, besser machen und irgendwann how to reichern. Aber wir bezahlen dich mit Exposure. Ne, euer Chat, ihr bezahlt mir mit eurem Live-Chat, weil einer einfach 3 Sekunden Verzögerung hat bei mir. Und der YouTube-Chat teilweise noch 2 Stunden, 1 Minute. Herr Kubala, nochmal sorry für die Donos. Fühle mich gerade etwas schlecht, dass dir das so unangenehm ist. Herr Kubala. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil vielleicht ist am Anfang da ein bisschen harsch und direkt gesagt, anders hätte es nicht funktioniert, du hättest halt nochmal mit 200 geschmissen. Ich riech's bis daher. Es freut mich natürlich, um Gottes Willen nicht. Alles andere, was jetzt in diese Kamera blubbert, wäre gelogen, okay? Aber so, ich kann einfach nicht, es ist für mich ist das so unfassbar viel Geld, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand daheim sitzt und das einfach so diesem Trottel im Internet gibt. Vielen Dank dafür. Aber das vom Montag war einfach, Alter. Darum, tschüss. Wenigstens ein paar Streams lang, Alter. Weil die Leute nur noch in alle meine Facebook-Posts seit dem Montag, in allen Posts, immer nur zahlt irgendwelche Spenden, Geld, geiler Wichser, bla. Ich will es nicht. Es ist schon in Ordnung, um Gottes Willen. Ja, das ist schon öfter mal passiert, dass jemand mit einem 100er oder mit einem 200er herkommt. Dann flippe ich auch aus, weil es das auch nicht braucht. Aber dann halten die Leute einen Maul. Das war toll.
Aber gut. Leon Kubala, Faustregel, hinten ein Nullerstreicher. Dann spannen die Leute nicht so stark, verstehst? Trotzdem natürlich von ganzem Herzen danke, aber bitte chill jetzt wenigstens ein paar Streams. Versprich mir das, ein paar Streams wenigstens. Dann machen wir es gleich so bis nach der Sommerpause. Ist das okay? Dann ist es wieder in Ordnung, dann halten die Leute wieder einer Futzen, dann kannst du machen, was du willst. Natürlich freut es mich, um Gottes Willen. Ich mag dir jetzt auch nicht, wenn du Spaß drauf hast, das ist an mir wurscht, dann hilft es auch nicht. So, war nicht so best, Mann, wie ich es gesagt habe, aber chillen jetzt. Ist gut jetzt, eine Zeit lang, okay? Das war cool. Das war cool, weil die Leute halt labern und da habe ich keinen Bock drauf, weil es lauter Ahnungslose sind. Aber das wissen halt sie nicht. Wie schaut's aus? Kommst du eigentlich ans Gaufest nach Bad Endorf? Wahrscheinlich. Wie hoch verhältst du die Wahrscheinlichkeit, Mr. Roastbeef Gary, dass ich da hinkomme? Wenn ich in unserem eigenen Volksfest bloß einmal hingehe und das nicht gern. Ohrkatzel, fries, weil du ein geiler Typ bist. Hashtag OnlyFans. Da kriegst du einen 800% Zusatzwert. Das war Ohrkatzel, merci für deinen Zwickel. Ruhe jetzt mit Donations, es reicht. Es reicht. Seit Montag reicht's bis was weiß ich wann, das reicht. So. Der Kubala schreibt, ich weiß schon, mach dir keinen Kopf. Passt. Dann ist das jetzt nicht ausgeschmerzt. Wirst du privat stark belagert, wenn du draußen bist? Ja. In Volksfesten unerträglich. Es war mir im Weinfest, ich hab's erzählt, im Weinfest war es nicht ganz so schlimm, aber es waren permanent Leute da. Die haben sie aber Gott sei Dank zusammengerissen. Es deren aber Leute normalerweise nicht, wenn sie besoffen sind und dann gängen die nicht mehr. Die sitzen sie an meinem T-Shirt, die labern mich voll, die meinen, ich bin deiner besten Freund seit 20 Jahren und dann muss ich mir den besoffen so einen Scheiß anhören. Alter, null. Null. Okay, nur weil wir bei dir der das nicht. Naja. Du musst einfach ab jetzt auf Ü40-Partys gehen. Und selbst da kennen sie mich. Es ist egal, wo ich hingehe. Wenn ich beim Einkaufen stehe und eine Gurken anschaue, dann heißt es auch, hey, bist du der Bürger? Und wenn sie sich trauen, das ist ja nur das Allergeilste. Ansonsten warten sie nämlich, bis ich rausgehe am Parkplatz und dann warten sie irgendwo und dann schauen sie mich schon so an, so. Dann weiß ich sofort, was geschlagen hat. Das ist immer das Gleiche. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal draußen war, wo mich keiner angesprochen hat. Egal ob beim Einkaufen oder sonst irgendwo. Beim Volki so weiß ich schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Der Wosis schreibt schon scheiße, wenn man bekannt ist. Da ich eine famegeile Fotze bin, ist das nicht schlimm. Das ist auch so völlig in Ordnung, um Gottes Willen. Ich finde es ja auch lustig irgendwo. Aber die Schattenseite, ich kann nicht mehr in Ruhe auf ein Volksfest gehen. Das geht nicht. Geht nicht, ist halt so. Es darf schon gehen, aber da muss ich mir halt den ganzen Abend mit irgendwelchen besoffenen Volldeppen abgeben, die versuchen lustig zu sein und ich mir denke so, das glaube ich ist auch nicht irgendwie arrogant oder so oder abgehoben oder so. Es ist halt einfach, ich bin da mit meinen Spätzchen und ich möchte meine Ruhe haben. Aus, fertig, Amen und mich nicht alle 5 Minuten mit Leuten unterhalten und Foto und Ding. Was normal kein Stress ist, wenn mich irgendjemand irgendwo sagt und alle sind nüchtern. Geil. Kannst du hergehen, sagst, ja, ich dir kann ein Foto haben. So, ich falle, Alter. High five, warte, ich halte das Handy, weil du ziehst wie ein kleines Schuldirndl am ersten Schultag. Ja. It is what it is. Habe ich unterschätzt. Ich habe eigentlich gemeint, nachdem ich 2 Jahre Corona jetzt ist das nicht mehr so. Gehst das erste Mal aussehen, bumm, geht genauso weiter. Geht eigentlich fast noch schlimmer weiter wie vorher. Aber gut. Kannst du nicht in die VIP-Area vom Einhell? Was soll denn beim Einhell? Ich glaube eher weniger, dass mit dir einlässt. Die haben mich übrigens auch angerufen. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Sie haben es zumindest versucht. Da wollte ich zurückrufen, hat aber keiner gewusst, was sie wollten von mir. Ich weiß ganz genau, was sie wollten. Das sagt ich. Irgendwann will doch jeder mal sein Ruhe, ist doch normal. Ja, Alter, du bist auch bloß ein Mensch. Ja, das ist einmal nur das Nächste. Ich kann es ja auch irgendwo verstehen. Ja, ich bin auch Fan von Sachen. Und wenn ich die Personen dann in echt sehe, dann freue ich mich auch. Und dann bin aber halt ich so jemand, der sich dann nicht so ganz... Ich darf mich auch nicht ganz trauen. Sag ich, das ist, weil ich der Person nicht auf den Sack gehen mag. An West Borland zum Beispiel bin ich auf dem Blacklight Burns Konzert, bin ich 2 Meter neben ihm gestanden und habe mir gedacht, der steht jetzt da einfach an der Bar in Ruhe, keiner schmatzt ihn an, dann tue ich es auch nicht.
Sag ich dir, was ist, dann tue ich es auch nicht, weil ich ihm nicht auf den Sack gehen will. War ein Fehler. War ein Fehler! Im Nachhinein. Aber der spielt schon wieder irgendwann mit. Das war so krass. Ein West Borland, der vor vollen Stadien gespielt hat. Spielt in Minga, das ist Jahre her, 10 Jahre her, also mit Blacklight Burns. Vor 20 Leuten. Vor 20! Das war so ein Mini-Bunker, da haben wir früher drin gespielt, wie im Musikcafé. Steht da oben ohne, haut er oben. Ich bin da gesessen und denkt, alles klar, ich stirb gleich. Und dann kommt er runter und trinkt einfach an der Bar und dann denkt, nein, dem geht's nicht auf den Sack, Alter. Nein. Aber gut. So. Du bist Mensch, aber du bist auch der Typ aus dem Internet. Das stimmt. Ja. Ich beschwere mich ja nicht, dass mich Leute kennen. Dafür mache ich das hier. Ja. Einen anderen Grund gibt es nicht. Und weil es Spaß macht natürlich. Das macht mir Spaß daran, dass mich Leute kennen. Durch irgendeinen Blödsinn, den ich fabriziert habe. Das ist ja das Geilste. Aber jeder kann mich ansprechen. Ja? Aber ich gehe halt einfach nicht mehr. Ich gehe in kein Weinfest mehr und sehr ungern ins. War das der Fuf? Alter, hat vorher der Fuf 3 Euro hergeschmissen? Bist du besoffen, Alter? Fuf! Wieso hab ich die Wieso? Ich hab halt jede Donation gesehen, aber einen Fuf nicht. Warum mich das jetzt so schockiert ist, den kenne ich persönlich, seitdem wir in die Grundschule gegangen sind. Fuf! Muss ich dann nachher schreiben. Die schicke ich dir zurück, du auf. Was soll denn das? Was soll denn das? Der Inproxy schreibt, nein, nicht falsch verstehen, ich bin auch ein Fan von dir, aber ich bin der Meinung, dass keiner was Besseres ist. Ja, aber ich bin auch nichts Besseres! Hab ich auch nie gesagt! Aber manche meinen das halt. Aus der Sicht des Fans, manche, und aus der Sicht des Bekannten auch manche. Alle kochen mit Wasser, auch ich. So. Jetzt gehen wir ins Bett. Es ist schon wieder Mittwoch, wo geht die Zeit hin? Ob ich das Video bis Sonntag schaffe, ganz ehrlich, ich glaube nicht. I'm sorry, ich fürchte nicht. Dafür aber am Sonntag in einer Woche. Was wir nächsten Montag tun? Wahrscheinlich Retro-Reise. Aber vielleicht auch wieder Video-Review. Machen wir vielleicht eine Abstimmung am Wochenende, auf was ihr mehr Bock habt. Über die YouTube-Umfrage. Warum nicht? Werden wir sehen. Und nächsten Mittwoch weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Oh, Katzel! Fries, weil es geil. Oh, jetzt hat man ja wieder etwas übersehen. Jetzt muss ich schnell nochmal 5 schnell schreiben. Das hilft nicht. Aber hier zieht man nicht mit blödsinnige Menschen an. Ja, aber das sind auch normale Leute. Ich bin im Grunde auch eigentlich ganz normal. Sehr unterhaltsam geschrieben heute wieder, schreibt der Sonntag. Ja, war hart. Das ist ganz schön abgegangen. Schauen wir mal. Blödsinnige Menschen gibt's hier doch nicht. Auch gerade aus den Fingern Sprenggis. Jetzt schleicht man uns ins Bett. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche müssen wir wahrscheinlich das Spiel wechseln. Was das wird, weiß ich noch nicht. Das überlegen wir uns. Und dann wünsche ich euch vorab ein schönes Wochenende. Ich weiß schon, noch 2 Tage, aber wir sehen uns bis dahin nicht mehr. Außer im Discord. Wer immer noch nicht im Discord ist, Link ist in der Beschreibung, sowohl auf Twitch und auch auf Facebook, hätte ich jetzt fast gesagt. Auf YouTube. Und ja, mehr gibt es jetzt zum Song. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganzen Donations. Leon, danke von ganzem Herzen, aber zusammenreißen. Und dann haben wir halt Mitglieder. Ich glaube, wir haben heute auch ein paar neue Mitglieder gehabt. Merci für die neuen Mitgliedschaften und merci für die alten Mitgliedschaften, selbstverständlich. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Rimworld ist einfach ein Spiel, das geht einfach mittendrin. Immer mal, es hat uns wieder ein bisschen, die letzten 4 Wochen durch, es ist schon wieder 4 Wochen, das war der 4. Stream jetzt, oder? Heute vor 4 Wochen bin ich in Urlaub geflogen jetzt dann. Es ist so krass, wie schnell das Zeit vergeht, das ist unfassbar. Alter. Es war meine Freude, Sie belustigen zu dürfen. Ich hoffe, es hat geklappt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Wir sehen uns spätestens am Montag mit irgendwas um 20 Uhr. Und vielleicht kommt am Sonntag ein Video. Ich glaube es aber nicht, weil ich wahrscheinlich nicht fertig werde damit. Und dann da die Song schleicht euch. Dankeschön. Bussi, Nussi, Habe. Ah, der war zu leise. Habe! Geht einfach immer. Niemals vergessen. Hashtag Strapse. Hashtag Triple F mit Moderatoren. Hashtag 800% Zusatzwert.
Hashtag Nudelburger. Und jetzt verpisst euch. Wieso kann ich am Mittwoch eigentlich nie, wenn ich aus RimWorld rausgehe, auf diesen Stream